Et j'avais une question par rapport. C'est pas une question comme ça, c'est. Imaginons que maintenant, vous êtes en vacances et vous voyez maintenant un bateau de naufragés. Est-ce que vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites? C'était ma question. Merci beaucoup, Chloé, pour cette question. Ich bin dran, hallo, Amaya. Ich hatte froh nach ein Kerz den Autos, bei den hybriden Autos gibt das nicht besser Sinn, weil sie machen doch sein also Elektrizität sozusagen. Und da brauchen aber noch immer noch, wie nennt ihr das? Da muss ich noch einmal tanken gehen, aber dann muss ich Männer tanken gehen und das eigentlich als nach das ist nicht perfekt für die Umwelt, aber das ist noch besser und gibt das nicht besser für die Umwelt sein, wenn ein hybriden Auto halt. Merci, Amaya. Maurice, du hast für dich schon eine Frage. Ich bin ein frommer Brüch, die mich. Moyen, mein Name ist Lou Corridor. Pardon? Ja, schon ein frommer Brüch, die mir ganz im Herz leid und die mich schon ganz lang beschäftigt. Der Movement Ökologique zählt als einer Roadmap für die kommenden 5 Jahre am Deliver Landwirtschaft eine ganze Reihe Mesuren ab, was die Regierung muss machen, für den Bauern Haftsterben gegenzuwirken. Mich interessiert hier besonders der Punkt, bei dem vorgeschlagen wird, dass der Staat Quereinsteigern, die keinen Haft von Heim aus haben, soll helfen. Ich selber und eine ganze Reihe von meinen Kollegen haben nämlich genau dieses Problem. Wir haben großes Interesse auf Frieden in der Landwirtschaft, wir helfen an unserer Freizeit auf einem Hof, und wir sind zum Teil an der Ackerbauschule. Aber weil wir nicht vom Bauer sind, haben wir eben keine Möglichkeit, einen großen Traum von einem eigenen Hof zu verwirklichen. Dafür meine ich froh, welche Mesuren gibt ihr ergreifen, für uns dort zu unterstützen? Merci, Maurice. Wir sind an der Schachtlöcher für nach ein weiter froh. Also wir sammeln dann für 5 Frohen, muss wir nicht jeder Verein, ob alle froh antworten natürlich, wir können das dann abteilen. Ja, mein Name ist Corridor Lou und ich wollte ein froh bezüglich... Sorry, kannst du nicht so nicht... Mein Name ist Corridor Lou. Corridor Lou. Corridor, okay. Also Lou, ja. Und ich hatte eine Frage bezüglich den Elektroautos. Und zwar würde mich interessieren, was du sagst, am Moment ein ungefähres Maximum an Elektroautos wäre, die zum gleichen Zeitpunkt wie zum Beispiel nur eine Arbeit overes geladen könnte gehen, wie das ja immer mehr Leute wollen auf den Elektro umsteigen. Und da am besten Fall auch ohne das Stromnetz gibt zusammenbrechen. Eine weitere Frage wäre dann auch, wie ihr dieses Problem da gibt lösen. Merci, Lou. Eine ganz spezifische Frage. Und dann gesehen ich hi, es sind noch zwei. Merci vielmals, ich bin den Sebastian Mostert. Ich habe noch eine Frage zu den Flüchtlingen. Wie ihr zum Thema Flüchtlingen, also sogenannten Sonderflüchtlinge steht, die Ukraine hauptsächlich Geolo am Moment wesentlich besser behandelt, wie Demos zurzeit die Syrer, also noch einer Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten. Weil es schon heiß sind, hören wir nach eng froh, wenn das geht, okay? Also ich bin Pol, ich hatte noch eine Frage zu den Primen, zu den Hybridautoren. Problem just bei den Hybridautoren ist, sie sind Verbrenner, also benutzen sie fossil Stoffe für zu fahren, und so noch eine Batterie, was auch noch schädlich für die Umwelt ist. Wenn es wollt frohen, für was also nicht eigentlich sinnvoll, Prim von den Hybridautos aufzuschaffen, weil die eigentlich den Kontrakt machen, für unsere Umwelt zu helfen. Also okay, wenn du direkt an der nächsten Runde drucken, geht das? Weil ich meine, sonst also schwer für den Überblick zu halten, wenn das geht. Wir verhalten uns das. Gut, ich meine, Chloe und Sebastian haben nach ein Kehr angeschaut, die Leute, die müssen flüchten. Chloe hat auch eben am Anfang das Bild vom Boot genutzt. Wir von ihr die ganz gerne auf die Thematik angehen. Sie sind die Banner schon bereit?
Yes, also man ball fall froh war ja, wat man wann man e Boot gefe gesinn wat Schwierigkeiten huet dann ball fall retten ich mein die Leute die geholen die schwere weh op sich weil sie willen aus der Mise rauskommen da können man se net denke plötzlich so am Mittelmeer oder wo immer ersaufe lassen du musst man Hëllef bieden also weg rette und dann uneis Küst bringen Zreck checken also ball fall du keine Option mir sollen die Leute die Hëllef brauchen opholen die zweet vu mat de Sonderflüchtling ich mein du hast de Problem gewesen hat dat gemerk gemerk das fir d'Ukrainer, dat ze eben méieren Aktie op den Erbesmarkt kreen wie die Flüchtlinge wie du gesagt hast, Syrien und so weiter. Ich meine, du hast den Mittel den ich muss fannen, da der wirklich du seht Prozeduren müssen akzeleriert gehen natürlich müssen auch immer verschiedene Prozeduren an verschiedene Regionen angehalten gehen mit dat muss alles mehr sehr gehen für die noch sehr wes ich kann schaffen und wirklich aus der Misere flüchten an Teilnehmer kommen für Vakanzen wenn wir die Welle schaffen die wollen engagieren die wollen integrieren und da muss ich ja doch so best magisch hinkriegen. Merci Ben. Will vielleicht nach Ihnen auf die Frage reagieren, Anastasia? Ich will just klar machen zu den Sonderflüchtlingen. Also ich will just so eine Familie aus der Ukraine, ich bin doch ein bisschen mehr betroffen. Aber ich fand wirklich mega traurig, wirklich skandalös, dass die Flüchtlinge, also nicht, dass die beste Behandlung geben, dass die anderen mehr schlecht behandelt gehen. Und der Grund davon ist ganz klar Islamophobie, dass man das auch muss bekämpfen und nicht gesehen, ah ja, die aus der Ukraine sind dann meistens weiß, meistens orthodox oder katholik oder die sind dann quote-unquote mehr no, was nicht wahr ist, aber auch die Leute aus anderen Ländern auch akzeptieren und nicht just denken, ah ja, sie sehen anders aus und dafür muss es anders behandelt gehen. Merci Anastasia. Ricardo? Also ich kann so sagen nicht am Remstuhl wenn den dann von Islamophobie schwätzt dann Lützeburg denke nicht dass das wirklich kohärent asymmetrisch ist zu der Realität die ich wirklich gesehen oder die mir gesehen als CSV ich denke wird froh abweckt als dass man bei verschiedenen Krisen sehr reagieren können aber man dann geben als Europa akzeptieren dass man eine Flüchtlingskrise sind da muss er vielleicht Prozeduren akzelerieren an Leute besser opfänken an schmengen dass der letzte afirhilfs an denken du sind ich beide weil ich denken den Netz die rund der Mensch dann gebunden as wird weil am Boders oder direkt an kennt muss sehr kommen für besser Screening zu sagen okay wie bist du weil das eben die ganz Problematik rund Flüchtlingen aus dass da viel eben kein richtig also an richtig meine wirklich so in der ganze fischer Sinn und da muss ich dann gucken wen hue der recht op eng Platz wie der recht op eng Struktur wie der recht op Bergement aber wann in einer Krise ist da muss ich sehr reagieren aber bei der Ukraine oder bei dem Krieg also mir gewiesen dass man könne sehr reagieren an dat mir sie vielleicht op vier Flüchtlinge gemacht. Merci Ricardo. Jean, du wolltest noch reagieren? Ja, also der Ricardo hat effektiv schon viel Richtiges gesagt, also nicht einmal der Islamophobie, das hat schon nicht so am Raum stehen gelassen. Also ADR sind mir grundsätzlich dafür, dass Leute auch sollen schaffen dürfen, solange sie nach auf ihre Prozedur warten, einfach weil das ein immens wichtiger Aspekt ist für den Einzelnen, dass eine Beschäftigung kann noch gehen, aber Mensch in auch gesehen wird bei den Ukrainer, sie hat ein bisschen in jedem Viertel, dadurch, dass sie das schon Englisch mappbrucht tun, während Syrer, verschiedene haben Englisch gelehrt, aber sie haben viel von ihnen haben auf Arabisch lesen und schreiben gelehrt. Das ist ein anderes Alphabet an, für Domatei zu kommen, hat eben ein bisschen mehr lang, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr lange noch mehr Nachhilfekuren, die ja glücklicherweise dann auch Gigi sind. Also schmengend nicht, den du von Islamophobie schwätzen, da sind wir leider entgegenkommen. Die persönlich froh, was gibt da machen, wenn da Boot gesieht. Ja, retten natürlich. Ich gebe ehrlich gesagt Küstenwache rufen, einen einzelnen Schadrettungsschwimmer gemacht. Käme doch vielleicht noch persönlich rausziehen mit ganz Boot, du gehst als alle echt Küstenwache rufen, weil die besser equipiert, wie wir wahrscheinlich in der Blackfuß in der Plage sitzen. Merci Jean. Claire? Ich wollte noch ganz kurz darauf reagieren. Der Jean hat gesagt, es wäre gut, wenn sie während denen die Prozeduren laufen, schon Kinder schaffen gehen. Das ist nicht etwas, was wir nicht wollen machen, aber das können wir effektiv einfach nicht machen. Wenn die Leute kommen, da kommen sie sagen, Pays tiers, und die haben dann kein Arbeitsrecht.
bis dass sie da Arbeitsrecht kriegen, sind die Prozeduren obligatorisch, weil wenn wir heute zu Lützeburg in den Status gehen, dann dürfen diese sich hier in der EU auch schon frei bewegen und können dann auch an Italien, an der Belgien oder an Deutschland arbeiten gehen. Und eher, dass man das machen, muss eben die Prozeduren aufgeschlossen sein. Und erst, wenn die Prozeduren gemacht sind, können sie dann noch arbeiten gehen. Wo wir uns aber eigentlich alle einig sind, als dass die Prozeduren nicht schnell müssen können weitergehen, für dass die Leute nicht lang an den Flüchtlingscampen hängen, wo sie schon eigentlich ziemlich verzweifelt herkommen, aber wo ihnen einfach mich schnell den Ausschluss gibt, für Schaffen zu gehen. Jean, du wolltest ganz kurz reagieren. Ja, so ist so eben immer, wenn etwas rechtlich nicht möglich ist, das kann ich noch politisch lesen, wenn ich eine Majorität wird. Aber allgemein meine ich hier ein bisschen mehr praktisch zu antworten. Okay, also das hatte mir ja auch schon mal proposiert. Ich meine, der Staat kann aber selber Möglichkeit bieten, dass ihn zum Beispiel sich auch in Travaux util kann beteiligen, einfach den nicht den ganzen Tag als in einer Struktur sitzt, wo ich nicht stief mache, wo ich vielleicht auch sehe, schon Energie, schon Zeit, und das ist einfach psychologisch, als der Schaffe ganz wichtig. Und ich meine, auch wenn es effektiv mit dem EU-Recht schwer ist, dass ich nicht auf den offenen Arbeitsmarkt könnt, auch weil ich dann schon quasi an den Obständen schaffen alles d'accord mit, dass den aber man als Staat vielleicht Möglichkeit von Travaux util ubietet, das müsste aber möglich sein. Merci, Jean. Also, wir haben die anderen Themen nicht vergessen von den Autoren und auch von der Landwirtschaft. Wir sind nur so an diesem Thema dran. Vielleicht hat ihr einen Rückfrage zu diesem Thema. Und also Podium, ja. Moin, mein Name ist Fabiana. Fabiana. Mat froh ass, wer dat oder net de Konflikt schon, dass man bei den Logements Probleme haben, mir wo heim wohnen. Aber man gesehen, Jugendliche muss man 30, 28, 29 von Recht do von dem fort. Wir sind dann, wenn wir nach mehr Leute kriegen, an wir wissen nicht wo, was, aber wohin, was tut dir dann du als Sicht für uns zu helfen? Merci, Fabiana. Mir kennen als die Frage, das vielleicht noch ein Frage mehr direkt zu dem Thema, bei dem wir lo waren, eben mit den Leuten, die neu müssen, auf Lützeburg kommen. Ich meine, hier war noch ein Frage. Ja, der zweite Reihe, Mensch. Sonst war nicht ein bisschen ein anderes Thema, als da kriegt er noch auf jeden Fall nach Gelegenheit. Also, die hat eigentlich da ausgestreckt dafür. Ja. Momentan nicht. Ich gesehen, du sie nach so vor, Mike. Ja. Ja. Das ist das Mikro. My name is Daria, and I'm Ukrainian refugee, so I have a very important question. I heard that Luxembourg is going to stop accepting any refugees anymore, like very soon. Is it true? Because I asked in ONA, I asked Crua Rouge, Caritas, nobody's ready to answer me. You're asking if Luxembourg is going to stop accepting refugees. Right. Okay. Thank you. Daria? Daria. Daria. Mm-hmm. Thank you, Daria. And we have one more question, I think, Mike. Genau, also Ming froh als echter spezifisch in eng Partei zwar DDR. An wo ich lo den Smart Wähle gemacht tun, als mir nur dem sich ausgefüllt tun, abgefallen, dass DDR mit nach zwei anderen Parteien, etwa Liberté und der Konservativ, bei einer bestimmten Frau, das ist Frau 42, befürworten sie eine verbindliche Verteilung von internationalen Schutzsuchenden auf die EU-Mitgliedstaaten, dass der eben mit den anderen zwei Parteien als einzig sich komplett dagegen ausgesprochen wird. Und Menge froh wäre dort so, weil der tut ja auch zu einem gewissen Punkt mit Integration zu die für mich. Ob dir da gibt besser fanden, wenn lo so gehandelt wird, dass die nicht verdient gehen, an der laufen verschiedene Länder komplett über, kommen mit der Integration nicht dran. Und dadurch ist dann noch für mich ein mehr hohe Kriminalitätsrate damit verbunden an mehr Unruhe. Oder ob sie für besser fanden, wenn alle Land nur ihre eigenen Kapazitäten gucken, Flüchtlinge abzuholen und damit die Integration so können machen, dass sie alle Menschen gut integrieren können und das dann für mich eine bessere Lösung wäre, wie das andere. Merci für das Frage. Kannst du es deinen Namen nachsuchen, Stift?
Ich bin den Philipp. Merci Philipp. Ich proposiere, dass wir für dich Pro vom Philipp und noch vom Daria Ardien für eben beim Thema zu bleiben. Ich gesehen, der Jean hat schon das Mikro am Grab. Ja, Meier Film muss merci für den froh Philipp. Ich hatte die froh, du effektiv auch selber bei meinen eigenen Antworten mit nee ugekreuzt und auch dann als Erklärung geschrieben, dass es nicht darum geht, Verdelung zu verhindern, mehr erzwungene Verdelung. Also muss ich hier einen Unterschied machen zwischen dem, was Länder, also wir sehen effektiv, wird ja alle Land als noch für sich selber responsabel. Das heißt, alle Land dezidiert, wir holen Flüchtlinge ab an Solidarität als für allem etwas, was für dich muss freiwillig sein. Also wenn Zulo zum Beispiel den besten Kollege, wenn da durch Sommer die geht, du gehst mit ihm durch Großgas, du siehst eine Klosche und du siehst, oh, den mal ich gehen ihm etwas. Dein bester Kollege will ihm aber nicht gehen und da siehst du, okay, Schein, da wenn du das nicht misst, dann schwätze ich nie mehr mit dir. Oder du stellst ihm ein Waffe in den Kopf, dann hast du hier möchtet, dann möchte ich dir nicht, weil es solidarisch ist, sondern weil sich so etwas gezwungen fühlt. Und froh, als eben, was ich so ein wie bist du als Lützeburg für ein anderes Land zu suchen, in Italien, Spanien, Polen, wie bist du für diese Leute zu suchen, sie zu machen? Wo wir effektiv wollen helfen, da sonst mal kommen wir fängt bei euch selber und wenn ihr wirklich solidarisch seid, kann ihr auch Leute bei sich daheim abholen und dann nur politischem Niveau. Ich meine nicht, wenn effektiv also 10 Länder, die nicht ganz viele Flüchtlinge abholen, für allem Amerika als du immer ganz restriktiv auch auf einem globalen Niveau. Wir sind mir als Lützeburg davon aufgesehen, dass man vis-à-vis von Amerika niemals könnten durchsetzen. Und wir haben keine Möglichkeit, sie zu zwingen. Wie sie mir für andere Leute zu so, was sie sollen machen. Wenn mir gut an den Flüchtlingen abzuhören, soll man unbedingt machen, mir nicht anderen vorschreiben, was sie zu machen. Und was froh von der Kriminalität gehen, also ich meine, da gibt es dann heschen, dass die Leute kriminell sind, mir natürlich das andere, was sozial Unruhen angeht, das ist ein froh von der effektiv, dass die Leute ein bisschen gleichmäßig verdeelt, weil das ist überall, wenn die Leute so viel auf einen Haufen trägst, dass das zu sozialen Unruhe führt. Merci Jean für diese Reflexion. Wir haben auch direkt einen Rückfrage. Merci vielmals. Nach ein dazu. Mit der Kriminalität, die Leute gehen meistens kriminell, weil sie eben nicht schaffen, dir zu gehen. Sie haben nichts zu denen, sie müssen aber trotzdem irgendwie hier Suche kriegen. Aber wenn die in einem Land sind, wo dir kein Recht hat zu schaffen, die braucht aber Suchen, was für andere Möglichkeiten bleiben einem da sonst noch, bis an Kriminalität zu gehen. Das entschuldigt natürlich nicht Kriminalität, aber wir müssen das auch verstehen. Dann auch dazu, dass Länder halt freiwillig sollte Flüchtlinge abholen. Wenn wir alles auf einem freiwilligen Niveau machen, dann ist Chemie wirklich etwas, weil das kostet ja auch Flüchtlinge abzuholen. Und als Land hat ja nicht unbedingt Interesse, Suchen auszugehen, einfach da wennst. Und die EU, wir als EU-Memberstaaten und die EU selber haben auch eine Verpflichtung, diese Leute zu helfen. Wir als EU müssen diese Leute helfen. Und wir müssen das auch alle gut zusammen machen. An Platz verschiedene Länder am Endeffekt so alle gut müssen drohen, an die anderen Länder, die vielleicht mehr Kapazitäten haben, gut nicht machen. Das heißt, wir müssen das dann vom GDP auf von den Einwohnerzahlen von diesen Ländern dann auch gerecht und fair abteilen. Okay, also das war Jean, wenn du erlaubst, ja. Wir müssen noch nach anderen Kandidatinnen und Kandidaten für dich Wort gehen. Stimmt, mir du kriegst dann nur nach Gelegenheit. Wenn das okay ist. Gut, aber wir sollen auch vom Daria nicht vergessen. Ja. Klar. Genau, ich wollte ganz kurz darauf reagieren. Ich wiederhole mich vielleicht ganz kurz, weil das wirklich, Lützeburg geht es gut, wenn es der EU gut geht. Ich meine, wir sind das Herz von Europa und wenn der Körper bis so krank zu gehen, dann musst du dich wirklich um dich kümmern. Und das Flüchtlingsproblem ist ein europäisches Problem. Und ich finde also doch so, dass wir als Lützeburg wirklich als Responsabilität müssen überholen. Aber für uns war es dafür auf der Frau 42 ganz klar, dass die Demokratische Partei damit ja antwortet, weil man da effektiv so ein jeder muss sein Beitrag dazu beitragen, für das man das ganz geriert kriegen.
zur Frau von der Kriminalität, dass das dann auswärts, weil sie kein finanziellen Meier haben, will ich wissen, ob sie das weiß, aber der Staat gibt ihnen am Anfang Ackerfsbungen, mit denen sie sich können sowohl Ersfuhren wie auch Hygiensprodukte und so weiter können kaufen. Das ist natürlich klar, dass du kein Suen ausgegeben für da die neueste Jacke oder die neueste Schuhe kaufen zu gehen. Aber sie gehen aber effektiv durch finanzielle Unterstützung. Das darf ich nicht vergessen, dass es aber auch etwas, wo der Staat sich engagiert, für ihnen den Durchkommen mir einfach zu machen. Und dann zum Daria Sänger froh, mir als einer der Demokratischen Partei nicht bekannt, dass du ein allgemeiner Stopp soll angefordert gehen. Und schmengen du findest eben gerade wichtig, dass da ihr gut überlegt, wer dann nach dem Oktober macht, weil man uns so schon nicht. Merci Claire. Amy. Merci. Ich gebe auch schon kurz auf die Flüchtlingsthematik angehen, weil du hast spezifisch gefragt, wir als Geringpartei oder als Jungring sind dafür, dass Flüchtlinge dürfen schaffen gehen, weil eben, das hat richtig erklärt, sie kommen an ein fremdes Land und fällt ihnen schwer, also die Schacke sich schon einen immens guten Umfang, Leute müssen aber eine Beschäftigung holen, sie müssen enkadriert gehen und da ist das aber auch für das soziale Umfeld zu bilden einfach ein wichtiger Punkt. Dafür wir wollen, dass die Prozedur, wie auch schon erwähnt, einfach beschleunigt gehen und auch Diploma UNO kann gehen. Also natürlich ist da nicht etwas, wo ihr dran denkt, wenn ihr Flüchten aus, mehr aber viele Leute, die Diploma haben und die ausgebildet sind, dass man zuletzt so hey, wir gucken, wie man das können rumfannen oder herstellen und dann so die Leute einfach besser enkadrieren und an der Hinsicht auch Patronen unterstützen, die gezielt Flüchtlingen erstellen, dass einfach dort die Integration besser ist. Und dann war er froh zum Logement, punkto Flüchtlingen, inwiefern man dann da genug Kapazitäten haben. Das ist immens gut froh und das ist auch berechtigt froh, weil wir haben schon für als Leute zu Lützburg wenig Wohnraum und dafür ist es dann auch schwierig, sich vorzustellen, dass wir mal einen Flüchtlingswall holen, für den wir noch können ändern zu bringen. Aber da so mir einfach gezielt, dass wir mit Gemengen zusammen schaffen, weil es sind leider immens viele Gebäude, die noch mal eitel sind, dass wir gucken, für die zur Verfügung zu stellen, für eben Flüchtlinge können abzuholen oder auch an der Hinsicht, dass man so ein mehr an den öffentlichen bezahlbaren Wohnraum investieren. Den Logementsminister als ein Gringeminister, an den hört, ich weiß nicht, wie up-to-date das sieht mit der Logement-Affäre, mir war den an den letzten 5 Jahren so viel schon erreicht, wir von 40 Millionen auf 300 Millionen mehr an den öffentlichen bezahlbaren Wohnraum investiert. Was heißt das? Ich konnte lange Zeit auch nicht mit denen zuhören oder mit denen Begriffen aufhängen. Das heißt einfach, dass man Wohnungen einfach anbieten an nur dem System, wie zum Beispiel zu Wien. Da ist einfach so viel investiert in den öffentlichen Wohnraum, dass man auch zum als Jungen eine Möglichkeit geben, für sich eine Wohnung zu leisten. Und das oft wird sich dafür gestellt, okay, das ist etwas, wo dann just für die mehr sozial schwach Leute sind, aber das ist wirklich etwas, wo bis zu 50% von der Population haben sich können aufrufen, für so Sozialwohnungen zu lohnen. Das geht bis an die Mitte von unserer Gesellschaft. Das sind Wohnungen, wo wir gezielt so, wir wollen die für jeden reden, ermöglichen. Und da sind wir bei 600 Millionen, die wir investiert haben, und wir wollen bis auf 800 Millionen hochgehen und das eben weiter schaffen, dass wir nicht nur für uns als Lützeburg, sondern auch gezielt für Flüchtlinge Wohnungen eben ermöglichen. Merci Amy. Ich gesehen, dann war auch Mensch an der Band. Boah, ich habe schon ganz viel gesagt, von dem ich wollte sagen. Ich kann nicht eigentlich alles wiederholen, aber ich meine, wir spüren als die Zeit und Kinderleben ob andere Vielleicht Sachen. ein ganz wichtig, oder was wäre für dich der wichtigste Punkt gewesen? Also es war mal für neu, dass man den Flüchtlingen, dass die können schaffen gehen, dass die Prozeduren mich schnell gemacht sollen gehen. Und dann eben noch mit dem Logement schon der Punkt wirklich quasi identisch, das nämlich so dass man da weiter an den öffentlichen Wohnraum müssen massiv investieren. Bon, das geht natürlich, dass man auf die Zölle kommen wie zu Wien beispielsweise in Österreich, das dauert. Ne? Das über mehr Jahrzehnte geschieht. Du weißt, bis wir da hinkommen, das dauert nach einer Zeit schon. Par contre, die Idee und auch die Projekt, wo du lanciert hast, das ist alles richtig und das muss massiv gemacht gehen und auch weiter gemacht gehen. Sowohl für Flüchtlinge, wie aber auch für Leute, die zu Lützeburg wohnen und nach hier kommen, für hier zu leben.
Merci an. Ben? Ja, ich wollte denken, ob die ganz konkret froh agoen, ob Stopp könnt van wat Flüchtlinge geht, das ganz klar einfach das ganz klar, solange eng LSAP an enger Regierung als werdet kind so Stopp gehen. Ich meine, zählt doch für die anderen großen Parteien. Man Eis werdet so Stopp sicher niemals gehen. Solidarität muss weiter leben. Und da will ich aber so noch das Schöne gut, wenn der Jean die froh vielleicht ernst gestaltet, da muss ich einfach ein Programm lesen. Und ich meine, da kann dir wirklich statt bei Rätselparteien wie der ADR, dass da wirklich das Problem ist, was die Flüchtlingsdurchte geht. Wenn es um Verdelung an Europa geht, gesagt in dass gerade Länder, wo die Rätskräften unter Murst sind, wie Ungarn, also weiter Polen, die einfach nicht mitmachen, nicht helfen, die permanent weigern, Flüchtlinge abzuholen. Und ich meine, das muss ich auch ein klar so durchstellen. Wir brauchen internationale Solidarität an der muss Primat spielen. Ob froh wie sie mehr Europa funktioniert mit dem System, dass man permanent als in den Memberstaaten ausschätzen an alle frohe Phobis und da soll die Dote nicht ausklammern, aber gerade an der Dote froh muss ich dann Solidarität spielen lassen. Jean, die war auch persönlich eine frohe Gestalt gehen. Merci für den Geduld. Ja, also da war ein paar Aspekte, den einen war den, ja, wo kriegen die Leute suchen hier, ich meine, das wird Claire relativ gut beantwortet. Die sind kadréiert, was lo hecht, ja, mit Leuten können schaffen können. Da sind ich froh, dass ich kurz die Druck gesucht habe, dass wir als einzige Partei offenbar dafür sind, dass sie auch schon während der Prozedur irgendwo Möglichkeiten haben, für schon können schaffen zu gehen. Und dann kommen die aus, so, ja, wenn man die anderen Leute nicht zwingen oder die anderen Länder, dann möchte ich mit. Also ich weiß nicht, wie ein Länder da gemeint sind. Ben hat da 2 genannt. Die vielleicht effektiv auch Männer reich sind wie Lützeburg, das muss ich noch vielleicht ein bisschen sagen. Aber ich fand die aus so, für zu sagen, wenn wir keinen zwingen, dann machen die anderen das nicht, also das fand ich, naja. Also, ich meine, Allen tut seine Kulturgeschichte und auch seine Souveränität, aber was ich effektiv die Frage gebe, schon die Band dann ganz konkret, ich schwätze nicht nur von einem EU-Problem, sondern von einem globalen Problem. Wie willst du die Vereinigten Staaten dazu bringen, hier relativ restriktiv Quoten umzuheben? Also ganz konkret, wenn Sie sehen, wir sollen nicht mehr bei euch selber gucken, wir sollen noch für den anderen hier dir gucken. Ben, du warst mit einer ganz starken europäischen Politik und dafür muss man endlich um Solidarität an Europa holen, dass man mit enger Stimme schwätzen und dann kriegen wir darum fertig, die anderen Partner wie Amerika so weiter mal die Bucht zu kriegen, weil man an Europa nicht eins sind durch Regierungen, die es immer im Bremsen und Ausbremsen, da kriegen wir auch die anderen großen Nationen, anderen Kontinente nicht überzeugt, für Heimat zu machen. Anne, ich hoffe, das nicht so gern wie für Drohnen. Du wolltest noch kurz reagieren. Zum Teil schon, aber nicht mehr. Nee, also schon mehr als Lützeburg Befehle in einem anderen Land schon mal überhaupt nicht wandern können von einer EU an einer starken EU und die mussten noch weiter gestärkt gehen, wenn ihr mich fragt. Und von einer EU muss sowieso echt von oben nach oben schwätzen. Und das muss meiner Meinung nach sein. Es kann nicht sein, dass die Länder bei der EU sind und so kannst du mal, wann es liegt. Aber die EU muss als eine starke und eine vereinte EU schwätzen können und einfach und Länder selber Sachen so, dass so viel, weil das Land hat die Kapazitäten und muss so viele Flüchtlinge abholen, wenn wir über das konkrete Thema schwätzen. Merci an Ricardo, du brennst drauf für zu reagieren. Ich brenne drauf, weil an diesem Lyceum den europäischen Eck oder European Corner, ich gebe Jean Modert wirklich invitieren, ein Kedolent zu gehen, dass man mal versteht, wie Europa funktioniert und dass ihn das nicht einfach so aus dieser Reihe so kann diktieren, wie die anderen zu machen haben. Ich komme just an die Projekt zum Logement zu machen, weil Fabienne hat ein ganz durch formuliert, die sich auch viele Leute nicht trauen und dafür sind ich da merci, weil das nicht einfach am Logement dann noch mehr Logement zu kriegen und dann schenkt es unfair zu sein, also dass das was abgeworfen ist, so okay, wie weit kriegt den dann immer direkt Logement an Leute, die so wie ich, die logischerweise an Berufsleben starten werden, vielleicht, dass ich dann eben keine so direkten Aktion habe. An dem Logementstunnel ist einfach richtig Stau. Und auch wenn wir so, wir werden viel investiert, dass leider die letzten 10 Jahre nicht geschieht. Und ich akzeptiere, dass während der Covid-Krise einer Sorge wären, wir dafür drin wären 7 Jahre, wo die 3 Regierungsparteien vertreten sind, wo eben nicht viel gemerkt ist und auch mehr Stau ist. Da sind ungefähr 110.000 Leute beikommen, und wir sind dem
dem kannst du einfach nicht no kommen, das einfach kannst du. Und ich denke, dass mir lo an enger Krise sind, an noch do muss man sehr méi séier Manner Prozeduren aféieren an a méi séier bauen. An einst du och du wot méigg ass a méi dicht, méi héich, dats man einfach wirklich die Logement einfach an de Griff kreen, an dats man méi offer kree wie demont. Well moment well jireen Logement an dann van da so Bimmel den een méi séier krit wiecht, dann entsteet so Gefil an der Anfang net sinn. Dufir wurdech dat reagieren. Merci. Merci Ricardo. Josiane, ich wollte nach fragen, wie das bei ihr ist. Als Müller Pummel hören, Europa müsste mich stark auftreten. Und zugleich hören wir aber auch ganz oft, dass mehr Akzeptanz einfach muss geschaffen gehen und dass sie noch die Leute muss Gelegenheit geben, für einfach verschiedene Phänomene zu verstehen. Und ich meine, Piraten haben ja ein rich Ideen, wie Bürgerbeteiligung kann vielleicht auch neu organisiert gehen. Wie siehst du das, dass Europa einerseits mir noch ein bisschen einkehren von Urwenhof oder wirklich stark muss auftreten? Und was du die Rolle von den Leuten? Wie kommen die Leute mit an die Prozesse ran? Also was mal den europäischen Niveau geht, ich meine, du schlägst meist den meisten Parteien nun, wir brauchen einfach einen europäischen Verteilungsschlüssel. Wir müssen einfach, dass alle Länder seine Responsabilität hält, an Flüchtlingen abhält. Das ist einfach für uns kein Froh, soll ich nicht, das soll so. Und das, da geht es für uns auch nicht, darunter zu rütteln. Weil Bürgerbeteiligung am Melange sind, zu Lützeburg geht, da haben wir eine Approche für einfach generell mehr Bürgerbeteiligung. Und zwar haben wir da verschiedene Proposen, die wir geben anbieten. Das kann ich zum Beispiel über Petitionen machen. Ich meine, das geht ja mittlerweile auch schon ganz viel bei der Chambre, dass ich da eben eine gewisse Säule muss erreichen. Für uns aus da geht das noch nicht weit genug. Das heißt, wir hätten gerne, dass zum Beispiel das Säule raufgeht. Und dass die Parteien sich auch müssen obligatorisch dazu äußern. Weil am Moment, dass so die Leute drohen das viel, dann geht es an Nationen, die von den Deputierten beschwert. Und dann wird eine Entscheidung getroffen, mit dass nicht wirklich viel geschieht an den meisten Fällen. Das muss für uns ganz klar ändern. Dann hätten wir auch gerne einen Bürgerrat. Und zwar ein Bürgerrat in Form von einer wirklich repräsentativen Gruppe von Leuten. Weil wir haben eben das Problem hier am Land, haben wir eine ganz große Prozentzahl so Leute, die gar nicht dürfen mitschwätzen, was Politik angeht. Sie sind nicht wahlberechtigt, das heißt, da können sie keinen Einfluss holen. Und für verschiedene Parteien, mal mehr, mal Männer, ich will da keinen und Pranger stellen direkt, haben die Leute, gehen die einfach nicht gefragt. Aber auch sie leben hier, auch sie haben hier Probleme, auch sie haben hier Meinungen, also auch sie haben vielleicht Ideen, wie verschiedene Probleme erkennt lesen. Das heißt, für uns muss der Bürgerrat gehen, wo eben eine wirklich repräsentative Gruppe von Leuten da Projekte ausschafft, vielleicht auch Stellung zu Themen, zu Gesetzproposen und so viel kann vorlegen, aber wo auch den direkten Kontakt zum Beispiel mit der Chambre besteht. Dann hat man zum Beispiel auch gerne ein Bürgerbudget, das heißt, wo Leute aus der Bevölkerung können Projekte ausschaffen, haben verschiedene Projekte über das Bürgerbudget dann auch finanziert. Das heißt, auch das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für Leute zu ihrer Meinung zu fragen, für neue Lesungen auf den Tisch zu kriegen, direkt aus der Bevölkerung am Respekt auch von demokratischen Regeln quasi. Für da einfach mal viel mehr großen Debat heranzukriegen, weil ich meine, war ja auch die Frage am Logement für Flüchtlinge, wo Leute gesehen, okay, wir kriegen selber nicht, da kommen Flüchtlinge, sollen die auch etwas kriegen. Ich meine, über das Logementsthema an den letzten Jahren so viel geschwärzt. Es gehen durchaus Sachen neu finanziert, aber auch da, wir müssen einfach viel mehr neue Ideen kriegen. Und ich meine zum Beispiel, gerade bei mir jungen Leuten, gehen zum Beispiel Wohnformen, die mir einfach als Politik zu lang übersehen, wo Leute so am Ausland geht das, mit WGen zum Beispiel. Das ist bei uns einfach gut nicht so da. Und zum Beispiel auch da muss man dann einfach mehr den Kontakt mit den Leuten sich noch gucken, was proposieren sie, was wäre für sie eine Lesung. Und auch da die Leute Angst holen, okay, wir schaffen zwar für die einen, aber wir schaffen aber auch für die anderen. Wir müssen da eine Lesung für jeden finden, den hier am Land ist, den hier am Land wohnt, den hier will leben und auch hier will partizipieren und dazugehören. Merci vielmals, Josiane, für das ganz konkret Proposen. Anastasia, du hast noch nicht an dieser Runde. Was wären die Ideen von der Link? Ich habe spezifisch Logement schwätzen.
Und zwar, etwas, was kein wirkliches Problem lösen, als der Logement wird vom privaten Marché überholen und nicht im Staat überlassen. Und zwar, Wohnungen als Recht und das kein Luxus und das auch kein Business, den die Leute sollen feiern, einfach Wohnungen abkaufen, steuerlose, und warten bis mehr wert ist und dann verkaufen. Weil dann entsteht eine Wohnungskrise und das ja, Wohnung als kein Luxus. Als der Link seid mir als für soziale Preise vom Loyer, dass dann der Loyer wird da just 25% vom Einkommens dann kosten. Das heißt, kann jeder leisten, gut zu wohnen, zu leisten können, genau. Weil es gehen schon 13% von der Bevölkerung zu Lützeburg, die working poor sind. Das heißt, dass sie an Armut, auch wenn sie schaffen, sind sie arm und sie können nicht leisten, hier Wohnungen zu bezahlen. Monat zu Monat müssen sie gucken, dass sie über den Grund kommen. Voilà, ja. Merci, Anastasia. Ich meine, dass wir auf all das Themen eigentlich können zurückkommen. Wir dürfen aber auch die anderen Fragen nicht vergessen. Da waren 3 Fragen zu den hybriden Autos und noch zu den Elektroautos. Eine ganz spezifische Frage auch vom Lou zu den Elektroautos. Ich meine, für drauf haben wir schon so halbwegs Pratt für darüber zu reagieren. Amy? Gerne, ja. Ich gebe just noch ganz kurz reagieren auf dem Josian seinen Kommentar. Ich stehe voll bei der mit Bürgerkomiteen, Leute mitholen, Leute abbauen an Politik, total dafür. Just als kleinere Mark, es hat mich extrem gewundert, wie ich durch die Wahlprogramme von allen Parteien durchgegangen sind, dass die meisten sie auf verschiedene Sprachen übersetzt haben. Wir als Gering sind die Einzigen, die auf 4 Sprachen übersetzt haben. Wir haben so leichte Sprache an als Podcast. Das fand ich, also ich fand relativ schön, dass viele Parteien ein Kurzprogramm haben sie zwar dann auf verschiedene Sprachen abgeladen, mit dem ganzen Wahlprogramm. Ich fand das also auch Teil einfach von den Leuten mitholen, an den Leuten Möglichkeit geben, zu sagen, hey, das sind alles Forderungen, die können sie auch lesen. Du sollst das. Genau, und dann zu den Hybridautos war ich froh, dass das mehr nachhaltig, dass das was sinnvoll ist. Wir haben die Primen noch immer, wir sagen aber, dass die Primen nicht für immer Werte sind, weil zu Recht gesagt wird, dass das kein Long-Term Solution, das ist etwas, wo man für einen kurzen Zeitpunkt für die Transition können umgehen. Wir sagen aber aktiv, wir müssen auch da fortkommen, aber wir müssen halt aktiv von der Verbrennerauto fortkommen und du hast halt den Hybrid auch noch immer ein Teil davon, weil wie du das schon seht, Hybrid ist. Genau, das war das. Und da war noch eine Frage zum Elektroauto, inwiefern das Stromnetz das packt, wenn ich mich nicht irre. Auch eine ganz interessante Überlegung. Momentan hat man das Problem noch nicht. Wir sind auch da der Meinung, dass das als Stromnetz das packt, das geht man nicht unmöglich. Wir gucken da aktiv mit den Firmen, mit den AutohändlerInnen, dass das eine Balance ist und dass das nicht geschieht. Also wir sind da schon ganz klar, dass das eine Realität kennt sind. Wir geben das nicht unmöglich, wenn man das nicht auch am An hätte. Natürlich das ist etwas, wo nicht in näherer Zukunft geschieht. Merci, Amy. Hätte man noch Feedback zu diesen Fragen? Ich meine, Claire war noch bereit. Ja, ich wollte empfangen, ob der Maurice froh gehen. Okay, also, holen wir vielleicht direkt noch. Zu den Autos, ja, ich meine, dann hat ausgestreckt der Jean an Josiane. Ein Remarque quasi Trick. Also, wir haben also ein Wahlprogramm in einem auch am Sprachen geboten. Ich will aber auch mal länger so, also ich weiß ja nicht, wie viel Personal dir so bei ihr schut, die du das machen kann. Weil es war dann für eine Sache von der Kapazität, von den Ressourcen, die du waren an. Das dauert dann heinst und mir auch unser Programm, also Lützeburg, Französisch, Englisch, an der Lichterspruch verfügbar. Es hat eben einfach just mehr lange Zeit gebraucht, für das Ganze zur Verfügung zu stellen. Das heißt auch du, weiß ich nicht, wie andere Parteien aufgestellt sind, aber ich meine, dass durchaus die meisten Parteien aber du mehr Sprachen angeboten haben. Es eben einfach just ein froh von der Zeit und der Ressourcen war, die da sind, für das Ganze doch zu machen. Weil ich meine, heute kann ich sich als Partei nicht mehr erlauben, für das nicht an mehr Sprachen anzubieten, weil ich meine, das ist einfach die Realität halt zu Lützeburg. Zu den Elektroautos, wir sehen das am Hybrid an sich auch genau dasselbe. Das heißt, das für uns auch eine Zucht von Verbrenner, das ist einfach die Realität. Auch du wird Benzin verbrannt.
Und auch da ist etwas, was für uns ein Auslaufmodell ist, was auch langfristig dementsprechend nicht mehr soll, ob unsere Straßen so lange NRW sind. Zum Stromnetz an sich will ich noch umgehen. Ich meine, das ist auch die Aufgabe, dass wir als Stromnetz dann noch entsprechend adaptieren. Und ich meine, wo sind die meisten anderen Parteien dann auch mal da verstanden, dass wir auch da müssen immer die Investitionen hinschalten, für das auszubauen, für das zu assurieren, für das als Stromnetz das entsprechend auch packt. Und ich meine, dass wir da auch die richtigen Firmen hier am Land tun, die das auch leisten und machen können. Merci, Josiane. An, wie gesagt, du das sie mir da brett, können wir das genug vorausgesehen, als wir sind der Jean als. Ja, dann war ich mal kurz zu losen, da machen wir so. Ich meine, waren 3 Frohen zur Elektromobilität, froh von den Primen, froh von der Effizienz vom Hybrid, an die dritte, wie wir es probieren, allen 3, also ein bisschen ein Synthese zu machen, für die 3 mal zu beantworten. Also fängt man mit Primen und das war am Anfang die froh, ja, so verbrennende Benzin, mehr andererseits also die Batterie umweltschädlich, das ist effektiv ein guter Punkt. Batterie hast du für dann den Elektrodeel vom Hybrid, nicht weiß ich eben effektiv, auch da alle Technologie hat 4 auch noch Nodeler, auch den Elektroauto hat verschiedene 4-Deler wie vom Verbrenner, das ist ganz klar, du kannst ihn effektiv damit froh von der Effizienz gucken, wenn die ganzen Tagen der Stadt NRW sind, wo ich viel Bremsen auffuhren, du verbrauchst ein Elektroauto durch seine andere Technologie viel mehr Energie wie den Auto mit Verbrennungsmotor. Und das heißt, wenn ich an der Stadt wohne, möchte ich für mich sowieso ein Elektroauto zu kaufen, für jemand Verbrennungsmotor unabhängig davon, ob ich Prime kriege oder ob ich dazu gezwungen bin, das man einfach, weil es für mich Sinn gibt. Da war die dritte Frage, weil die am Stromnetzbau, da haben wir viel flott Antworten hören, wir haben die bisschen mit dieser agreeablen Teil vielleicht noch nicht hören. Als Stromnetz braucht eine sogenannte Grundlage, das heißt, muss eine gewisse Quantität an Strom zu aller Zeit verfügbar sein. Und das ist mit Wandmühlen und mit Solaranlagen ganz schwer zu garantieren, weil die ganz unterschiedlich funktionieren. Wenn keine Wand, keine Sonne, du hast dann also auch keinen Strom, du an den Blatt löten schon nicht mein Elektroauto. Und dann ist eben froh, ja, was hätten wir gern? Wir können da weiterhin den Strom für den Elektroauto mit fossilen Energiequellen herstellen. Das wäre dann nicht unbedingt das, was wir wollen. Da gibt es nach CO2-freie Atomkraft bleiben, die ist ganz zuverlässig, mir auch die hat hier Nodeler, dafür so mehr als ADR eben. Wir sind grundsätzlich, wir sind für den Elektroauto, aber auch für den Verbrennungsmotor, weil man gleich gerne mitwählen und sie sollen selber dezidieren, was für sie an ihrer Lebenssituation die beste Möglichkeit ist, und wie das gerade Atomkraft zu Lützeburg ganz kontestiert ist. Wofür auf Bürgerbeteiligung geschwärzt wird, dann zum Beispiel eine open und ehrliche Diskussion über 4 Nodel vom Verbot vom Verbrennungsmotor und dann noch der Rolle von der Energie. Ihr vielleicht mal eine gute Idee für ein Referendum, da gibt es auch Bürger nicht mehr beteiligen. Merci, Jean. Wir sind auch beim Thema von der Energie gekommen. Anne, du wolltest noch kurz reagieren und dann hast du es drum uniert. Schon ein ganz subjektiv gefühlt, ich meine, der ADR hier Antwort, ob gefühlt all froh aus Referendum. Par contre, sie mehr auch der Meinung, es muss ich noch mal eine andere Technologie zu den Autos, so schlimm mit abbauen, dass Wasserstoff davon aus der Haut noch gar nicht gespart gehen. Das ist natürlich noch eine extrem neue Energie, beziehungsweise die ist noch nicht so ausgebaut wie ein Elektroauto beispielsweise. Par contre, sie mehr eine große Zukunft für allem am Punkt den Schwertransport beispielsweise oder für Firmen, Großentreprisen, natürlich für den privaten Benutzer, also Verbraucher, pardon, ist das natürlich noch relativ groß und weit gedurchte Zukunftsmusik. Aber auch da, ich meine, das nicht, dass ab einem bestimmten Jahr gesagt wird, der darf keiner über den Verbrennungsmotor fahren. Nee, es wird gesagt, da kann nicht gebaut. Und ja. Das ist aber noch ein größer Unterschied. Wenn der in Hut darf dann noch immer den Motor fahren, der darf das sogar theoretisch noch kaufen, die, die da im Marché sind, zu dem Zeitpunkt. Aber das ist alles also Interpretationssache von der ADR.
Ja, aber falls du so vielleicht noch in anderen Apps willst so, gebe ich just noch das Thema vom Wasserstoff noch rausschmeißen an Diskussion. Da sind Leute aber voll noch muss man bedenken und dass man auch du relativ gut natürlich gefallen, du nicht weit vor der Zwischenwäsche was von tun, der ihn auch mal Mist mit ablangen. Merci an Ricardo, wenn du da labst, wir hätten einen Tisch froh, meine ich nicht? Philipp, du bist ganz nur drin. Ja. Ich meine, für dich da Maya oder ja, das ist egal, das ist egal. Genau, wenn wir nur noch kurz bei diesem Thema können bleiben. Okay. Ja, wir haben ein Tisch froh vom Lou, oder? Wieso du sind immer der Lu an ich wollte es noch froh wie dat sich dann in der Zukunft viergestaltet den Wasserstoff mal herzustellen an die zweitfroh wäre auch wie wo ihnen da gespeichern an wie zugänglich statt wer für den Autonormalverbraucher. Merci Lou. Und ich meine, auf der anderen Seite war auch noch ein Tisch froh zu diesem Thema oder nicht für den Moment? Ricardo, da wird dir. Ich wollte just opmerksam machen, dass man nicht op dem College Maurice froh, ja, das gut, okay. Direkt drin. Mir ich wollte zu den erneuerbaren Energien, also mir schätzen einfach ganz spezifischen Frohen von Modellen. Ich denke, wir müssen einen gesunden Mix und erneuerbaren Energien hinkriegen. Das ist der Schlüssel, denke ich, den uns im Moment fehlt. Für nicht just auf Apps zu setzen, mir auf ganz vielen zu setzen. Aber ich komme just auf den Hybrid, weil das war auf ein konkret froh. Schön mit Repräsentanten von der Post geschwärzt. Also, ich habe ganz am Anfang lauter Hybrid-Kabinetten bestellt. Ganz viel. Und, weil wir als Lützburg so Kurzstrecken fuhren aus dem Modell, den attraktiv schenkt. Aber weil die so Kurzstrecke sind, werden sie permanent am Elektromodus gelaufen oder gefahren, sodass wenn sie da bis mir weit von der Autonomie fort wären, hatten sie extrem viele Probleme mit dem anderen Teil vom Motor. Und dann hat Post lodistiert, auf 100% Elektro zu wechseln. Das muss ich selber probieren, für Konklusionen zu treffen. Wir spengen Post als einfach massiven Betrieb, den permanent NRW ist. Ich denke, für den alltäglichen Usus ist das kein Problem. Wir so noch einkehr, wir müssen massiv an die erneuerbaren Energien ausbauen, weil sonst sind wir dependent von einem System, und das ist nicht gut. Just für einen Zoll und Raum zu gehören, weil das eben so wichtig ist. Man enger Undeel vun 11,7% von erneuerbaren Energien aus Lützeburg op der letzter Platz an der Europäischer Union. Der letzter Platz. Wir haben da ganz viele Erfahrungen gemacht, Lehrstüren, aber das geht einfach nicht durch. Und da müssen auch da, und das schon immer nicht, an einer Krise muss ich sehr reagieren. Und da muss ich gucken, dass die Prozedur vereinfacht, mehr attraktiv macht und dass ich einfach mehr auf den Terrain kriegt. Weil just so erkennt ihn, dass wirklich etwas geschieht. Merci Ricardo. Und ich bin mir sicher, dass wir auf das Thema zurückkommen. Das ist definitiv in der Zeit für auf den Froh Maurice anzugehen von der Landwirtschaft. Und wie können wir die jungen Leute also überhaupt ermöglichen, für vielleicht hier einen eigenen Betrieb an dem Bereich aufzubauen. Claire, du warst schon bereit. Ja, vielmals merci Maurice für deine Geduld. Ich fand den Froh wirklich ganz interessant. Ich arbeite am Landwirtschaftsministerium. Also an einer Administration vom Landwirtschaftsministerium, das sind aber relativ am Agrargesetz immer damit angebunden. Zwar echt für die Winzer und nicht so für die Bauern, aber dass die Bauernhof stirben, wie du die genannt hast, den Movement Ökologie ausschwätzt, das geht doch bei den Winzer. Und ich meine, dass in du etwas nicht vergessen, wir haben über erneuerbare Energien, über Hybridauto und Elektroauto geschwätzt. Und das Ganze, das könnt ihr aus der Klimakrise, an der wir stehen, und da ist es wirklich, dass in der Bauer und der Winzer den Echten ist, den ganze Klimachangement spielt, weil hier in Alltag auch noch mit der Natur schafft, und ganz oft gehen sie gefacht, und sind aber eigentlich sie, die wirklich all ihre Ressourcen aus der Natur rausholen. Und ich fand es super, dass du dich so viel am Anfang für den Beruf interessierst, dass es da irgendwie Freude, Spaß macht, für dich da mit zu engagieren. Ich fand es wirklich mega cool. Und das ist effektiv so, dass die Quereinsteiger, das nicht
erlaubt das mit das so, dass der Agrargesetz als Quereinsteiger ohne Informationen nicht die Subventionen kriegst, die du eigentlich aber brauchst, für dass das ganz rentabel ist. Und ich meine, du musst sich erstens mal bewusst gehen, dass die heimische Lebensmittelproduktion enorm wichtig ist. Ich meine, erstens mal spürt den sich da ganz viel Transport, wer die als Lebensmittel hin und her über die ganze Welt fuhren. Mün en ganz heich Qualität ha. Alle als Bauern an als Wënze hunn enorme Fore gemacht, fir Qualität vun de Produktien heich zu halen. An net das Wirtschaftswert unterstützt Geld. An ich kann mir eigentlich vorstellen, ich weiß, dass beim Winzer möglich ist, die Quereinsteiger zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich etwas ist, wo ihn soll drauf gehen, eben für effektiv die heimische Lebensmittelproduktion zu stärken. Merci Claire. Hätte man vielleicht noch ein Feedback für den Maurice, gesehen Josiane, an den Jean, auch den Ben? Also ich komme selber so gesehen indirekt aus dem Sektor, also wir haben einen Haufen von der Familie, also mein Papa hat, mein Bruder hat ihn überholt. Tendenziell stehen mir der ganze Idee an sich open entgehend. Das Problem und der Sache ist, an der Quereinsteiger klingt als Anfang klingt das ja ganz interessant mit. Das ist einfach ein Baubetrieb als extrem technisch, das ist aber auch ganz viel Wissen für viele verschiedene Punkte gefragt. Das heißt, Quereinsteiger ja, aber wirklich dann muss Informationen an dem Sinn auch stimmen. Information lang geht aber nicht durch, weil ich meine, es kann in die nur all gut tun, wenn ich keinen Betrieb habe, wo ich arbeiten kann, dann nützt alles das gut nicht. Das heißt, auch da muss man gucken, wo können wir als Staat den Leuten tatsächlich in den Arm greifen. Sie wird zum Beispiel in Form von Subventionen oder Prämien. Weil ich meine, wie gesagt, Information ist immer schön gut, aber wenn ich keinen Betrieb habe, wo ich das dann tatsächlich an der Realität kalkulieren, hast du gut nichts davon. Das heißt, auch da muss der Staat einfach viel mehr in den Arm greifen, also okay, wir wollen das, wir bieten das an, und dann sorgen wir auch dafür, dass es dann an der Praxis kann umgesetzt gehen. Weil das ist meine Stoff, wo der Moment auch am meisten dran hängt, weil das ganz richtig, wie ihr seht, wenn du keinen Betrieb hast, den du so überholen kannst, vielleicht aus der Familie, also enorm schwer, weil die finanzielle Wolle also so groß, dann müsste ein Prä abholen, der muss so groß ist, dass das ganz schwer tust, für den überhaupt nur irgendwann einen aufzuschaffen und nur tatsächlich man denkt mal voll den Betrieb dort zu leiden. Das ist einfach die Wolle, wo man wirklich muss mehr so an den Grab holen und das dann auch entsprechend fördern. Merci Josiane. Maurice, ich meine, du wolltest noch kurz eine Rückfrage stellen. Also als Quereinsteiger mengen ich Loken, den irgendetwas anderes geleiert hat und dann irgendwann sich decidiert und dann will Bauer spielen. Ich mengen echt da den wie ich von klein und immer Havas an seine ganze Freizeit verbringt. Oder auch Leute, die an der Ackerbauschule sind und da ihren Aufschluss gemacht haben, aber kein Haft eben daheim haben. Für die ist es einfach unmöglich, kann ich schon so für einen Betrieb oder einen Bauernbetrieb aufzubauen. Weil das sind einfach Investitionen, die kann ich nicht bezahlen. Wenn ich einen Traktor kaufe, das sind 200.000 €, über 200.000 €. Am Winzerbetrieb ist dann ein bisschen ähnlich, dass du einen Kollege, den heute angefangen die kriegt das noch relativ gestemmt, weil das viel mehr kleine Maschinen sind, die brauchen viel mehr Platz sozusagen. Das heißt, die Parzen Wingerten an den, wo den sei Schab, den nicht allzu groß ist, das geht durch, für uns zu fangen. Aber wenn ich als Bauer, den muss ich Stall für ein paar Millionen bauen, also so viel abladen. Und das ist so eine Investition, da schafft er sein Leben lang für den Prähof zu bezahlen. Wann in der die packt, dafür das am Anfang unmöglich. Was kann ihn da finanziell machen, für das anders das geht? Ja. Also ich habe mich schon ein bisschen dann ja, also effektiv viel muss merci für all den ganz konkret frohen dann auch ich fand immer gut weil jung Leute so und ich will mich selbstständig machen. Claire noch Josiane Hulo wirklich schon ganz viele Sachen gesucht, wo ich mich einfach ausschließen. Für den konkret froh, ja, was kann ich effektiv machen? Du hast ja am Anfang vom Terrain geschwärzt. Ob der Staat vielleicht soll den Terrain kaufen, wenn ein anderer Bauer verkauft, und den dann zur Verfügung stellen, grundsätzlich, also das hast du schon Mouvement Ökologique zitiert. Grundsätzlich fand ich die Idee auch sympathisch, mit der Kondition, dass der Staat dann nicht so die Form von der Bewirtschaftung vorschreiben.
Also soll da schon aber nicht und Konditionen sind, die der so nimmer konventionell oder bio. Also das soll schon frei bleiben. Zum anderen Mensch eng Idee, die man vielleicht doch kennt, also die wäre viel Detailer zu gucken, aber da die mal guckt, wie viel Terrain hat der Staat nach, den sich landwirtschaftlich nutzen lassen, die wahrscheinlich sowieso sobald in den Bauperimeter könnt, an denen im Kader von einer Start-up-Initiative speziell für Landwirtschaft vielleicht mobilisieren und dann, was du hier auch ganz richtig gesagt hast, opladen. Ich meine, das wäre das einfach, die kann ich für alle Bauern vielleicht gucken, dass wir die reduzieren. Das möchte ich schon mal einfach, was die Prä-U geht, gebe ich einfach so wirklich alle Möglichkeiten geben, für das dann finanziell, steuerlich aufzusetzen. Muss ich noch bedenken, dass die Regierung oder die Politik allgemein die Kleinbauern erdrückt. Ich kenne da ganz viel, die nicht hier aus der Gegend, ganz viel, die abhalten, weil sie einfach zu klein sind, wo dann der Jung oder der Bauweben nicht mehr viel kann machen, weil einfach müssen expandieren und das viel zu aufwendig ist oder auch eben viel zu schwierig ist. Wo dann eben die Kleinbetriebe einfach wegfallen, die Wert auf Tierwohl legen und sich wirklich mit der Natur eben aufgehen, und wo dann die Großbetriebe unterstützt gehen, die dann, wie am Norden, du hast dann einen, den hat über 500 Hektar, oder den hat dann wie viele hunderte Kühe, das ist auch kein Familienbetrieb mehr. Also. Maurice, merkt dann einfach, dass der Mann vom Fach passt. Ricardo, wenn du da labst, weil ich meine, Demi und Anastasia hat schon lange gewusst, ne, du kriegst auf jeden Fall auch nach Gelegenheit. Ich wollte just ganz kurz umgehen, weil du hast gesagt, mit den kleinen Bauern, und ich fand an den froh, an den 2 Frohen hat schon ein bisschen die Lesung gesucht. Das ist für mich so, dass der Dokens mit denen alle bestehenden Bauern einfach zusammen schaffen, dass all die Leute, die von dem Agrarstudium oder von den Ausbildungen kommen, dass du geguckt wird, wie die an den bestehenden Bauernbetrieben zu enkadrieren. Also ich weiß nicht, ich sehe nicht so Dave an der Materie dran, wie du mir, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Lesung wäre, für das die Bauernbetriebe, wo kann er hun, wo gesagt wird, sie wollen dann nicht weitermachen, dass du Leute, die das wirklich wollen machen, die Bauernhof können überholen oder enkadriert gehen und dann können wir eine Hand abhacken. Das wäre es für mich so eine Zukunftslesung aus, eben für auch die kleinen Betriebe zu unterstützen, und nicht just die großen. Merci, Amy. Anastasia, wolltest du noch kurz reagieren oder mich spät? Bist du mich spät? Ich meine, Ricardo, du warst bereit. Merci. Ich wollte anfangen just tun, dass wir da Paradigmenwechsel brauchen. Und wir müssen neue Wege erfinden, für so etwas zu erleben. Wenn du so drehen hast, dann musst du dann unterstützt gehen. Wie du, gehen wahrscheinlich auch junge Leute, die eine nämliche Realität wie du haben, und die müssen du unterstützen. Und das sind du wirklich beim Amy. Ich denke, du musst vielleicht einen Paradigmenwechsel haben, dass er nicht allein ist. Dass er vielleicht so wie es die Doktoren ist, die sich zusammensetzen, dass der Hai einfach der Courage hält, dass er mehr junge Leute setzen uns zusammen, und wir teilen uns die Kompetenzen ab. Und ich denke, dass das etwas für, wo ganz viele Leute hier rundherum das Tablerand geben unterstützen. Und ich denke, dass das eben auch die Work-Life-Balance eben als die Lo eben so gerade gefordert ist. Auch Kollegen, die Bauern sind, die gesehen während dem Sommer zum Beispiel nicht so viel, weil sie eben allein sind, weil sie dann von morgens 5 Uhr bis abends 10 Uhr arbeiten, weil sie einfach nur mit sind, für überhaupt noch eine Gesellschaft teilzuholen. Das muss man vielleicht erbannen, indem man neue Formen, an neue Formen denken ich, dass wenn ihn dann zusammen ist, dass ihn dann wirklich andere Kompetenzen kriegt, an andere Modelle von der Wirtschaft, dann geht er leben. Merci, Ricardo. Ben, du warst auch schon ganz geduldig. Ja, sicher ist an der letzten Remarque schon quasi der Job zu, respektive auch der Ricardo. Wir brauchen generell ein neues Wirtschaftsmodell, bei dem all den heute ausgedenkt ist. Immer die Letztüre sind alle Betriebe, nicht nur in der Landwirtschaft, mir auch da, mir auch sonst alles also immer mehr groß, mehr rentabel, mehr fort, mehr voilà. Und das ist das Modell, das nicht mehr funktioniert. Wir sind an Grenzen, an Limite gestoßen, und da muss man da eine Evolution machen. Gerade da eben Kleinbauern, Jungbauern unterstützen. Ich meine, am Agrargesetz also da einen nächsten Schritt gemacht gehen.
gehen an was nach immer und den Umsatz gekoppelt. Ich meine, du musst nachgucken, wie kann neuformisch fannen, weil gerade Landwirtschaft Mensch also ein Modell, dem immer spannend ist, wo wirklich eine Evolution, wenn nicht eine Revolution wird kommen, einerseits natürlich der Biobereich, aber auch ganz das Weget geschafft, Weget gewirtschafft. Ich meine, dass man da wirklich eine andere Form werden entdecken und da wie gesagt lokal als extrem wichtig, aber wenn man will lokal konsumieren, da muss man auch weiter lokal produzieren und dafür muss man Bauern noch dementsprechend unterstützen. Merci Ben. Philipp, ich gesehen, wir sind bereit für nach ein ganz rutsch weiter frohen an Ideen. Du hast ein Mikro bereit, genau. J'avais une question, c'est pas par rapport à ce sujet, on est d'accord? Pas de problème, oui, c'est bien. Anne Lecuy, c'était votre association, enfin Focus. On est d'accord que, donc en gros, vous investissez dans tout ce qui est logement pour étudiants et pour migrants, si j'ai bien compris. Ou... Merci Chloé pour cette question. Je proposais, dass wir nach 2, 3 Fragen holen und dann, ja, ich meine, Tamaya. Das heute ist eigentlich so für alle Götter, mit mehr Piraten, viel gedurcht. Piraten, die sind noch ganz viel mit den Dären, Hausdären, also, wie sind das? Ja, egal, mit den Hausdären, also. Aber das Problem ist, für was Asylen und alles so voll ist, als weil eine Leute wollen, Katzen und Hunde aus Rumänien und Bulgarien und wo auch immer. Und los sind ein paar, deren sind sie mega voll und kein will sie holen, entweder als Katz zu Aal oder ein Hund zu Aal oder mit der Corona-Krise holen alles mit so, ich hole mal einen Hund, aber wenn ich noch am Tag an den Büro geht, kann ich den Hund nicht mehr kriegen, dann kann ich den noch in Asyl. Wie kann ich das dann anderen oder Flecken oder ja. Merci Amaya für das Froh. Mein Froh ist und der Link. Ich gesehen überall also Posteren von Parteien und also der Link so in die Welle mindestens 300 € mehr Mindestlohn. Und mein Froh ist, wie will ihn da erreichen, so weit sind hier Schritte für du hinzukommen. Amelie. Merci Amélie für das Froh. Gehen wir auch noch auf das Seite, Philipp, vielleicht. Hello. My name is Darshan. My question is, so if Luxembourg has so few houses, why doesn't it construct just large apartments like other countries do? This is a question to all parties. Thank you, Darshan, for this question. And I see Sebastian also still has a question. But Philipp, first over here. Mein Name ist Schreiner Lisa. Mein Name ist Schreiner Lisa. Also die hat darüber geschaut, dass die kleinen Bauern in der Stadt Welt mit Kinder auch kleine Betriebe wie zum Beispiel also so mal eine Schwedlo Schneiderin will gehen. Ich könnte das heute letzte bestimmt machen. Also es gibt halt bei keinem Platz, wo ich eine Ausbildung machen könnte. Aber wenn dann mich auf Deutschland führen, mit während der Ausbildung kriegen aber nicht genug Süße für eine letzte weiter zu lernen. Und also wollt ihr dann auch so kleine Betriebe, die halt mehr wichtig sind für echt Kultur oder so, wollt ihr die dann auch, also wollt ihr ihnen auch helfen oder werdet ihr dann echt bei der Landwirtschaft bleiben? Merci Lisa für das Froh. Vielleicht noch einen, der nach kein Froh gestaltet wird, ja. Ich wollte nicht mehr frohen, also sind gerade an ich meine, die letzten 2 Jahre ist Todkriminalität generell von 32% Rückgang, den Crime violent aus 7,5% Rückgang, Generalsatisfaktion aus von 7,3, also von einer Skala von 10, auf 6,4 gegangen an 4 Jahren. Es sind 47% von Lützburg ohne soziale Hilfe auf dem Überlebensminimum. Und ich meine, das sind quasi über 100.000 Leute, die gerade sogar mit Hilfe den Überlebensminimum nicht tun. Es sind 6% oder 6,6% von Lützburg, die keine Arbeit tun, gerade da das 1% über die Milliarden von der EU. Wir noch gerade ein Immobilienmarkt, also eine Krise.
weil ein Schlaf, also ein Haus mit einer Schlafkummer kostet op Meiern also 1600 € im Monat. Menge frohe wären, wieso investieren wir nicht mehr an das Publikum von Lützeburg anstatt für das Ausland oder an Immigration. Und mein zweite Frage wäre, der größte Teil von dem Krimegrad als gerade für Jugendliche. Und was gebt ihr machen, für ihnen vielleicht etwas anderes zu machen zu gehen? Weil im Moment geht es wirklich nicht viel für Jugendliche, wo sie machen können, außer vielleicht Alkohol und Clubs. Das ist es. An das Frage komme vom, kannst du das Nummer kurz sagen? David, los. Merci, David. Okay, ich meine, dass Sie seid schon mal ganz genau, weit gestritten Frohen. Wir so courageous für vielleicht die echt froh unzupacken, sind ein Rutschfrohen, die speziell und von ihr adressiert sind. Amy oder Ben? Ben, ich meine. Okay. Ja, ich gebe ganz sicher den Deal von der Arbeit, ich meine, das Thema genannt, noch den Mindestlohn. Aber noch der LSAP ist dafür für den Mindestlohn ab dem 1. Juli 2024 100 € an die Lut zu heben. Aktuell leiten für die qualifizierte Mindestlohn bei rund 3.000 €, aber für den unqualifizierten, natürlich von der Schulverlust ohne eine Ausbildung, aufgeschossen so bei 2.570 €. Das ist wichtig, dass Arbeit lohnt. Das muss ihn motiviert sein, für seine Arbeit zu gehen, das muss ihn auch davon leben können. Ich meine, das Zugeschwert gehen trotz Arbeit und trotz Sozialleistungen, also das ganze Tag so, dass den Aufwand der Armut lebt, an dem muss man gehen wirken. Durch einen starken Mindestlohn und durch auch einen attraktiven Arbeitsmarkt. Ich meine, du hast 12 vom Schumasch genannt. Ich meine, du hast eine gute Politik, die letzten Jahre, die war gemacht, und aber gilt es weiterzuführen. Also ein Arbeitsmarkt muss attraktiv bleiben, für das auch weiter Betriebe in der Konfidence Arbeitsplätze schaffen, aber auch das Arbeitssteigerlohn kommen. Ich meine, wir haben das Problem, dass wir viele Plätze nicht mehr besetzt kriegen. Ich meine, das wird nicht in der Geschichte, dass man mehr Open Arbeitsplätze bei der ADAM, bei der Agence, die Arbeit vermittelt, gemeldet tun, wie dass man Leute tun, die hier Arbeit anbieten. Und da muss man gucken, wie kann man dann wie immer mehr attraktiv. Du wisst, dass wir extrem viel Frontalien und die Plätze beschaffen kommen. Wir brauchen die für die Wirtschaft, um Laufen zu halten. Und dafür muss man durch den Mindestlohn, aber auch durch eine Arbeitszeitverkürzung attraktiv bleiben. Dann natürlich der Kostenpunkt Nummer 1 ist das Logement. Und da muss man wirklich, das wird in der nächsten Zeit gesagt, dafür profitieren sehr. Dafür muss man da wirklich offensiv starten. Du hast an der Vergangenheit ein bisschen etwas geschieht. Zumindest durch Steiner Bofferding, durch die Ministerin von der LSAP, ich meine, der Pakt Logement 2.0, weil der gering gesetzt ist, mit du hast aber der Paradigmenwechsel dran, dass mehr Wohnungen an die öffentliche Hand kommen. Dass dem Staat an der Gemengen mehr Logement gehört. Wird das eben so, kann der Preis ein bisschen beeinflussen. Einerseits, wenn ihr die Wohnung selber hört, kann ihr den Preis so von der Wohnung. Da kann der Staat so, wir wollen nicht damit verdingen, so wie das natürlich im privaten Markt der Fall ist, wir machen das kostendeckend für das eben die Leute, die Männer so haben, sich auch können eine Wohnung leisten. Und dann natürlich, wenn ihr noch bis ein gewisser Prozentsatz vom Markt hört, da wird der Preis auch bei den anderen Wohnungen automatisch hochgehen. Also will man da dann in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf 25% kommen, von öffentlichen Wohnungen. Aktuell sind wir bei 3%. Ich meine, das ist viel zu machen. Der Wiener Modell, wo der SAP, das PÖ, die Sozialisten seit Jahrzehnten in der Macht sind, da sind knapp 50% oder über 50% von der Wohnungen in öffentlicher Hand. Ich meine, Wien ist so kein Stadt, wo es nicht gut geht, leben lassen, au contraire. Und leben muss ich einfach keine leisten. Dafür brauchen wir starke Mindestlöhne, und dafür brauchen wir eben noch am Logement ein griechisches Offensiv. Merci Ben. Und wenn wir noch kurz beim Thema Mindestlohn die verbleiben, ich meine, die Frage war speziell und ich adressiert die Anastasia. Ja, also was ich verstanden nun, was Frau für war oder wie man machen sollen. Ne? Ich meine noch, wie es möglich ist. Genau. Wie es möglich ist. War ganz einfach Steuern, und zwar Erbschaftssteuer von den Reichen an Großbetriebersteuern wie Amazon, die hier Steuern nicht bezahlen. Die Stadt für eng von den Sourcen, wo zu vorkommen. Ich kann nicht schließen auswendig und all Sourcen. Aber das wäre Dank von denen. Merci Anastasia. Jean, du wolltest kurz reagieren darüber? Ja, effektiv, weil ihr pur frohen zu kommen zum Mindestlohn, was können die jungen Leute machen, wie also mit der Armut. Und du hast so viel vom Mindestlohn geschwärzt gehen, mehr. Ich meine, die Eich, das wisst es besonders viele junge Leute, die aufhängen mit schaffen, wir mal, dass der Mindestlohn, egal ob an der Steuerklasse 1 oder 2, immer steuerfrei wird, qualifiziert und unqualifiziert. Wir hatten effektiv auch als RDR letztes Jahr beim Steuerdebat so eine Motion an die Chambre abgerufen. Ich kann noch so ein CSV hat sie unterstützt. Ich meine, Piraten noch. Leider gab es von den Majoritätsparteien eben aufgelehnt an. Auch sonst bei den Steuern
was einfach seit langem fehlt, als eine Indexierung von der Steuertabelle. Also wir hatten quasi in den letzten 3 Jahren 8 Indextranchen, die Steuertabelle quasi nie angepasst. Die Suen, die der Patron bei bezahlt wird, die sind bei der Staat gegangen, aber nicht bei der Mada bestanden. Realistisch muss ich so, und der Staat hat die Suen zum Teil schon verplant, obwohl sie gar nicht so stehen. Man müsste so sehr wie möglich einfach um einen Weg kommen, dass man effektiv auch die Steuertabelle und die Inflation anpassen. Dass Leute, die suchen, die durch den Index zu gut sind, dass die auch bei ihnen kommen. Merci Jean. Ricardo, du wolltest noch reagieren? Ja, ich wollte auf 2 Fragen reagieren. Die eng, ich weiß nicht, wie den Kollege heißt, mit mehr Heisch bauen. Dachchen. Ich habe es 4 schon gesagt. Aber vielleicht vielleicht auch nicht matt. Mir ist wichtig, oder als CSV ist wichtig, dass man da, wo es sinnvoll ist, dass man wirklich mehr dicht an mir Haus bauen. Ich so, wenn Lohn neue City beikommen, dass man dann die Courage schon auf 1, 2, 3 Stück mehr Haus zu kommen. Das klingt nicht viel, mehr für Lützburg, ist das schon viel, wenn einem Stock 3, 4 Familien mehr kommen. Das wird einen signifikativen Impact an die Courage soll man holen. Wir müssen aber aufpassen, wie wir das machen, weil wir haben historisch Kern zum Beispiel von ersten nach das Ball als wirklich geschützt und da muss man aufpassen, dass man die Kasche von einem historischen Kehr beibehalten. Dafür ist da, wo es sinnvoll ist, muss man mehr Haus bauen. Dafür neue Cityen oder da, wo es einfach möglich ist, sollte man das unbedingt machen, weil das Recht, das gibt schon ganz vielen Hilfen, auf enger Baufläche können schon mehr Familien mit integrieren. Da wollte ich auf Kriminalität Ricardo, wenn du erlaubst, dass wir kurz bei dem Thema bleiben, weil dann wollte ich noch reagieren, darüber, oder war es spezifisch auf die Frage von Chloe? Okay. Wenn das okay ist, Ricardo, dann kriegst du noch das Wort. An? Wenn ich mich nicht irre, was der Lou für Drohnen die Frau auch mit dem Wasserstoff gestaltet hat, ich will aber nicht falsch sein. Ich meine, du hast gefragt, wo man die Wasserstoff für produzieren und den aus Stoff, also von der Qual, wo ich geschwart habe, den aus Stoff, den aus, ich meine, für Frankreich aus der Fond gehen, das ist ein natürlich Wasserstoffqual quasi, den muss just aufgebaut gehen. Und für eine zu speichern, ich meine, das hast du auch gefragt, welche Möglichkeiten gehen, also ich kann mich nicht genug aus, hier ganz genau zu sagen, wie in die speichert. Aber auch da sind wir mittlerweile wie weit, dass wir die speichern können und noch umwandeln können an die Energiequelle, die wir zu dem Zeitpunkt dann gerade brauchen. Und mit den privaten Verbrauchern, ich meine, das hast du auch gefragt, du hast natürlich also an den letzten so 20, 30 Jahren als massiv an Elektroautos einfach investiert gehen von den verschiedensten Akteuren. Und das ist natürlich problematisch, wenn ihr los seht. Also ich bin nicht gegen ein Elektroauto, ganz am Gegenteil, ich bin sogar dafür und ich finde, das ist auch absolut eine Lösung, die wir brauchen. Wir können nicht nimmer auf den Elektroauto setzen. Du wenn so, wir müssen massiv weiter an den Wasserstoff investieren, weil ich so, das für allem für Großsachen wie Busse oder für LKW-Transporter oder Großfirmen aus der Menge nur absolut Zukunft, an dem nur wie sich das ganz weiterentwickelt. Wenn es sich so weiterentwickelt, wie ich meine, noch hoffen, da kann das eventuell in 20 Jahren auch für den privaten Verbraucher oder 15 Jahren absolut eine Möglichkeit sein. Das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik, mit das ganz viel, ich meine, für 15 Jahre wird nach Kiel von Elektroauto gespart oder ganz wenig, und nach Forschung sicherlich, mit von den privaten Leuten gar nicht. Und heute ist das aber das Alldach. Und ich meine, das muss in am Wasserstoff genauso gesehen. Und dann ist von Chloe, wenn er ein froh speziell und das meine ich über die Partei Fokus, du kannst nur darauf angehen oder an der Schlussrunde. Also, der habe ich froh, weil ich schon sie nicht ganz verstanden gehabt. Ich meine, es war am Anfang über den Fokus für Fokus, also mehr allgemein, genau, was. C'était bien ça, Chloé? Ich meine, das hat gefroht, ob man die Studentenwohnungen irgendwie selbst, wenn ich mich nicht komplett verhört habe. Vous avez parlé, enfin si j'ai bien entendu, je sais pas, pardon, que Focus, à un moment donné, vous avez dit que vous aideriez aussi les étudiants à payer leur logement. À un moment donné, je sais pas. Vous avez parlé de logement et d'argent, c'est pour ça. Also über Subventionen für die Studenten, wie die noch besser können unterstützt gehen. Wir können noch an der Schlussrunde noch ein bisschen drauf zurückkommen.
Okay, da bleiben wir kurz beim Thema, Mensch, oder? Claire, ja, ich wollte auch noch kurz der Mindestlöhner so geschwart genannt, aber auch die Armutsrisiko. Und ich meine, für uns als Demokratische Partei ist ganz wichtig, dass man da nicht nehmen die vom Mindestlohn wollen entlasten. Ich meine, alle Leute haben nicht gespürt. Ich meine, wir sitzen in einer Inflationskrise, die dabei können. Dann da ist für uns als Demokratische Partei ganz wichtig, für die Kaufkraft von all den Leuten zu stärken. Und wir haben in den letzten Jahren ein bisschen gemacht. Wir sind ein bisschen kritisiert für all die gratis Services, die wir angeboten haben. Sie wird gratis Kinderbetreuung, sie wird Schulbücher, die wir gratis gemacht haben, oder auch die Mittagessen an den Kantinen für die Schüler. Und ich meine, das sind Sachen, wo man wirklich steht, entlastet. Und das solo Schulbücher für Barriere und Schul, ich weiß es noch, wir haben da über 300 € locker bezahlt, für die Schulbücher zu kriegen. Das ist wirklich ein Moyen, wo die Familie finanziell entlastet. Dann ist es ganz wichtig, dass wir Index festhalten. Und wir als Demokratische Partei stehen auch wirklich dazu, dass der Index muss beibehalten. Und dass auch die Progression an der Steuertabelle natürlich berücksichtigt wird. Das Jahr wird sie zweimal berücksichtigt, das nächste Jahr könnten auch kein dritte Jahr dabei, sodass ab dem 1.1.24 an der Steuertabelle das ganz berücksichtigt ist. Dann ist es ganz wichtig, für die Kaufkraft auch weiter zu stärken, als eine einheitliche Steuerklasse. Aktuell ist es so, wenn dazu zwei zusammen lebt und die sind bestört, dann hat er steuerlich Vorteile, aber wenn dazu zwei zusammen lebt und die sind nicht bestört, hat er aber noch erkannt, da wird das nicht berücksichtigt. Und das ist für uns am 21. Jahrhundert etwas, was man nicht mehr können tolerieren, dass man da wirklich die Individualisierung von den Leuten müssen mit der Betrug sein. Das heißt, das ist ganz egal, ob die Leute sich bestürden oder nicht, das ist ein persönlicher Schwach. Aber das ist aber etwas, was nur nicht auf der Steuererklärung muss zurückzufahren sein. Claire, was erlaubst du vielleicht können wir kurz gucken, wer von den Kandidatinnen und Kandidaten da d'accord wäre mit einer einheitlichen Steuerklasse? Vielleicht in der kurz ausstrecken, just, dass wir da den Überblick haben. Am Anfang jeder. Okay, gut. Claire, wir müssen noch auf 2-3 Fragen angehen und dann haben wir schon eine Schlussrunde. Josiane, du warst gefragt gehen par rapport zum Tierschutz. Ich denke, da muss man von allem ein bisschen gucken, dass man die Leute viel mehr sensibilisieren. Viele Leute haben eine falsche Vorstellung davon, was die überhaupt bedeuten, die sehen das vielleicht als kleine Welpen oder als eine kleine Katze und dann denken sie, dass der wäre ganz, ganz lieb. Also sie wissen aber gar nicht, was das bedeutet, dass der da wirklich bei sich daheim zu holen, also sich wirklich darum zu kümmern. Sie sehen das just, wie gesagt, in einen süß kleinen Mies oder in kleine Welpen, den gesagt aber da ganz knuffig aus. Und dann sagen sie sich, den gibt mir aber gefallen und dann holen sie mit. Sie machen sich aber dabei nicht Gedanken, was das wirklich bedeutet, weil ein Tier ist eine Responsabilität. Du bist nicht immer responsabel dafür, für das Tier zu füttern, aber ich meine, den Hund zum Beispiel, der braucht einfach Auslauf, der braucht Bewegung, der braucht auch eine Mentalförderung, an dem du mit dem spielst und so weiter. Und ich meine, du musst mal einfach mal ein Mentalitätswissen kriegen, dass die Leute abhalten, das als in Gegenstand zu sehen. Das ist ein Lebewesen, das hat Bedürfnisse, das hat Gefühle. Und die musste auch dann, die musste da Rechnung drohen. Weil heute also einfach wirklich zu DAX, das wie auch richtig gesagt, die Leute waren am Homeoffice während Corona und dann haben sie sich ein Day zugelöscht. Dann gehen sie an das Büro und dann merken sie, schon aber gar keine Zeit mehr für das. Und dann heißt es ganz einfach, ja, da gehen wir dann das Asyl an. Die sind aus guten Gründen eben übervoll. Und ich meine, dass man da wirklich müssen die Leute viel mehr an Responsabilität holen, was das wirklich ist in der zu tun, dass nicht irgendein Gegenstand, dem wenn man nicht mehr gefällt, gehen irgendwo auf oder sitzen dann an den Ecken. Das geht so nicht. Und da muss man einfach den Leuten viel mehr weisen, das ist eine Responsabilität und da muss ich gerecht gehen, sonst würde ich besser sich Kinder ja sicher zu gehen. Merci für dieses Feedback. Wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit. Ich wollte jetzt eine kleine Punkte. Der Volley, dass deren aus dem Ausland abgeholt gehen, das gesehen mir auch ganz kritisch. Das ist natürlich ein Leben just für zu so, wir holen die ab. Aber ich meine, die Leute müssen sich auch viel mehr bewusst sein, wir holen heute ganz viele deren, die oben daheim werden. Und dann muss ich noch da vielleicht mal gucken, was das da an, als vielleicht du nicht da war, wann ich wirklich statt der will abholen, ich passe der für mich dabei. Merci Josiane, merci. Wir haben noch zwei Fragen, spezifische Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Die eine ist über kleine Betriebe, da hat Lisa gefragt und den David hat Kriminalität angeschaut und auch überhaupt Bedingungen von der Jugend, prekäre Verhältnisse vielleicht. Amy und Ricardo, die wollt reagieren. Merci. Ich wollte just kurz auf das Thema von der Kriminalität von der Jugend angehen.
Du hast gesagt, dass viele Jugendliche hier Hobbyen rausgehen an Alkohol sind. Ich gebe mich auch noch, ich zähle mich einfach noch als Jugendlich dabei. Leider habe ich halt auch damals am Lycée mitgekriegt, dass das wirklich effektiv der Fall war. Aber das Problem war, weil ich auch merke, dass das Problem ist, dass das es sind nicht genug Räume, da, wo die Jugendlichen können sich versammeln, an einer Hobbyen finden, an einer Interessen. Natürlich in der Hinsicht, Jugendhäuser wäre zum Beispiel ein guter Anfang, ein guter Startpunkt, wo man können so okay, du könnt Leute treffen, an hier verschiedene andere Hobbyen teilen. Da hat aber auch zum Beispiel die Schule spielt eine große Rolle für einfach die verschiedenen Möglichkeiten, was es gibt, anzubieten. Und aber auch teilweise können wir von der Politik aus so wir unterstützen, dass die Jugend sich andere Hobbys sieht, ob das Kultur oder Sport ist. Zum Beispiel bei den Gemengewahlen hatte mir, dass man einen Jugendpass auffeiern, wo alle Jugendlichen ab 16 Jahren kriegt und dann an der Gemeinde kann die Suchen für Kultur- und Sportzwecke nutzen. Das motiviert natürlich auch die Leute, die sonst mal Männer suchen haben, für dann do an der Gemeinde die sportliche Aktivitäten zu nutzen. Und das gibt meiner Meinung nach auch von der Kriminalität ein bisschen auflenken. Und dann den anderen wollen ja natürlich auch die Leute informieren. Ich weiß noch nicht, wie es bei ihr ist, aber bei uns sind immer an Schule regelmäßig Leute kommen, die dann geschwärzt haben, wie schlimm Drogen und Alkohol sind. Und das ist leider etwas, wo noch einmal Realität ist, aber wo auch extrem wichtig ist, dass darüber informiert wird, weil es leider eine Realität ist. Und das ist etwas, wo dann viel zur Kriminalität beiträgt. Das heißt, darüber informieren, dass das dazu hinlädt, ist auch noch einmal eine große Rolle. Merci Amy. An Ricardo, vielleicht kannst du auch eine Person zu dem Lisa sagen, froh mit den kleinen Betrieben, für die zu unterstützen. Ja, aber ganz kurz dann noch. Du sind ich beim Claire seiner Idee, dass man so Projekte auch müssen finanziell stemmen können, an dem wir das attraktiv setzen. Wir müssen wirklich steuerlich so attraktiv machen, dass du Lust hast, für so einen kleinen Betrieb zu starten. Und du gibt schon gut Incentives von House of Entrepreneurship oder Startups, wo da wirklich aller Lob geholt geht, wie so ein Projekt ausgesagt ist, wenn du so eine Idee hast, wenn es dann heute fertig was man nicht sieht, geh ruhig wieder, weil sie können da am besten helfen, weil sie wollen da wirklich à la carte holen die mesuren wie so Projekt ausgesehen und sie begleiten durch eine gewisse Periode für zu gucken, okay, war das möglich mit einem Businessplan an das schon richtig, aber CSV setzt noch on top of that noch ein Starter-Kit, nennt man das, wo man da wirklich gezielt bis 30 Jahre steuerlich Entlastungen proposieren für junge Leute, die am Berufsleben sind oder wie am Berufsleben starten. Merci Ricardo. Ich meine, das ist wirklich Zeit für ein kleines Voting, endlich, weil wir sollen ja in 10 Minuten offiziell schon leider müssen abhören. Du hast froh, wir freuen jetzt einfach, wen die ganz pünktlich an 10 Minuten abhalten, aber wir die eventuell nach so mal 10 Minuten Milan bleiben bis 11:45 Uhr. Ich gucke kurz, ob Herr Lopez und Madame Bouchard keinen Anspruch zu gehen. Also wir dafür, dass wir echt pünktlich die abhalten 11:35 Uhr. In dem Fall haben wir just nach kurzer Zeit für einen Schlussrunde. Okay. Wen aus dafür, wer darf nach 10 Minuten Milan bleiben? Okay. Es ist ziemlich 50-50. Welche sind mir das? Also als Kandidatinnen und Kandidaten wären tendenziell für die Option 2. An dem Fall hätte man noch Platz für 2-3 Rückfragen von ihr, ehe wir dann einen Schlussrunde machen. Als vielleicht ein du, war aber nicht gesagt, dass wir los schon die von abhalten. Also 45 oder 45. Vielleicht ein, der noch keine Frage gestellt wird. Also ich bin Sina und ich wollte etwas fragen zu der Steuerklasse, weil ich schon einen Fall mitkriege. Also du hast ihn halt von Lützeburg auf Deutschland gezogen mit der ganzen Familie und dann ist einfach auf die Steuerklasse 1 gerutscht. Er kriegt 1.000 € weniger am Monat und sie haben zu ihm gesagt, er musste bis zur neuen Steuererklärung warten und er kriegt einen Tag gerechnet von der Summe ungefähr und der kriegt ihn dann zurück. Und ich fand das war ziemlich unfair, weil der schafft ja genauso viel am Monat, wie noch 4 Tage geschafft hat.
Merci Sina für das ganz präzis froh. Philipp, ich gucke just, ob nach Ihnen du hast dir nach kein vorgestellt wird von Salabs. Moin, ich bin der Malak und ich wollte noch kurz eine Zurückfrage stellen zu der Situation in Richtung Jugendliche, Drogen, Alkoholparty, all die Sachen. Ja, das war, dass man viel von den Erwachsenen gesagt kriegen, ja, die sollten das vermeiden oder so verhindern oder so nicht ausstellen, das ist wahr. Aber ich meine, das Problem ist prinzipiell halt eine Gesellschaft wird als wie das Idolen, ja, zum Beispiel so, was man denken, das ist cool oder was man als so Sachen, weil ich meine, das ist auch etwas, die mit Peer Pressure. Zum Beispiel, ich gesehen, heutzutage ist viel Leute, Fridays, Oves, an der Stadt, Melusine, Klausel, alles das. Aber ich fand, dass auch nicht viel andere Optionen außer das gibt. Zum Beispiel, das ist ein bisschen forciert, du Mods machen. Zum Beispiel, du bist isoliert oder halt fällt den aus der Gruppe. Zum Beispiel, ich will nicht so viel schwatzen, weil die noch viel zu so nicht weiß. Aber zum Beispiel, ich war ehrlich gesagt noch nie Motto, Klausen und so. Aber ich fand, dass ich schon ein bisschen isoliert ist von der Gesellschaft, vom Land. Also, das dick einfach durch ranzufallen und das Ball und Mädchen rauszukommen, weil dann, wenn ihr dann eins von der Schule ist und dann an die Uni geht, dann ist es dick kompliziert, so Dinge historisch so Tendenzen zu erklären. Zum Beispiel so, dass du wichtig früher warst, zum Beispiel du willst einen Job kriegen, mit dann fandst du mal, dass für der Chef, also eine Histoire, da weißt du so, nee, den vertraue ich nicht, dem kann ich nicht vertrauen, die war so undiszipliniert, wo klang war. Also wie können wir das lesen, weil das ist wirklich, ich fand, von den größten Problemen, die wir haben. Merci vielmals, Malek, für das ganz wichtige Froh über Isolation und genau, vielleicht ein Mangel auch an Kohäsion und auch, wie ich kann, Verantwortung überholen. Wir haben noch ganz viele Fragen. Ich stehe so ein, Maurice van Stalabs, ich meine, das Droja, oder? Was schon lange kein Froh mehr gestaltet wird. Oder wir hatten einfach Eier. Wir bleiben nur noch hier, der Tisch. Wir können gerne noch weiter diskutieren. Kommt einfach bei uns und genau, da können wir nach 4 Jahren auch noch oder mit kleinem Kreis noch weiter diskutieren. Moin, also schon eine ganz andere Frage. Und zwar haben wir viel über Logement geschwärzt und so. Aber das ist ja nicht mehr, wenn ihr auf Wurzel geht, das ist ja recht mich spät. Aber was das mit uns Jugendlichen, die zum Beispiel Probleme daheim haben oder raus müssen von daheim, das Problem ist, dass es halt viel zu groß Werteliste gibt. Das heißt, dass sie quasi gezwungen daheim zu bleiben, irgendwo an einem Eck, wo es dann vielleicht nicht so gut geht. Aber wenn zum Beispiel wenn es nicht zu viel necessär ist, dass er daheim raus muss, mit vielleicht aber die beste Option wäre, je nachdem, wie die Eltern dann verdienen, müssen die Eltern dann trotzdem beiliehen, was trotzdem noch immer schwer ist, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr verdient, weil Lo hat zuletzt, wenn ihr mehr verdient, ist scheißegal, weil das genau das nämlich. Und ja, wie wollt ihr das dann regeln? Weil das einzige, was ich kann, ist vielleicht Petrushaus, wo ihr könnt für 2-3 Tage gehen, aber kein Alternative, was für ich den, der vielleicht fort muss. Und, ja. Kannst du uns deine Nummer noch kurz so, wann schläft? Dana. Merci, Dana. Okay, ich meine das in der Zeit für als Schlussrunde. Genau, mir geht vor einem knapp 1 Minute, wenn es geht, muss wirklich ganz knackig sein, muss in der Stehpunkt raussichern, meine ich, den einem am wichtigsten ist. Also ist schon 35. Okay, merci. Also bei mir war es recht 30. Aber da warten wir ganz kurz. Auf jeden Fall große Merci an all die, die auch noch ein bisschen bleiben können, für die Schlussmessage. Ich meine, mir und Leute wirklich hungrig gemacht, wie das gesagt. Große Merci an euch all. Okay, ich gebe so, wir fangen nun. Also es wird wirklich noch ganz kurz dauern. Und wir haben nach ersten auch am Saal. Okay. Wen gibt ganz gerne anfangen als Schlussrunde?
Amy, du wirst bereit? Okay, dann lehnen wir das. Also mit Schlussrunden einfach die letzten Fragen antworten. Am Anfang auch eine Schlussmessage mal auf den Weg gehen. Also, es Okay. wird wirklich just noch 1 Minute quasi. Nee, Weil Okay. Gelieft schon? Ja, wir sind ja eine ganze Partie, die nach Milan können bleiben. Also Milan heißt maximal nach 10 Minuten, wie oft gemacht? Ich fand mich ganz kurz. Ich gehe kurz auf den froh an mit den, wie nennen ich lo, mit den Infrastrukturen für Jugendliche, die eben vielleicht Probleme haben an einer Option sichern. Die muss man definitiv ausbauen, weil Kinder schon, mit dass man eben noch mehr Infrastrukturen an der Hinsicht bauen, aber auch teilweise mit den verschiedenen Gemengen, mit privaten Leuten gucken, als sie viel Älteren, wo es Kanner haben und dann aber allein am Haus wohnen, dass sie guckt für Martinen, mit privaten Leuten, die auch froh wären, vielleicht für eine Person abzuholen, auch von just teilweise aus, dass sie da irgendwie das Kind überbrücken, also die Jugendlichen halt an der Hinsicht eine Solution gehen für zu überbrücken. Was auch wichtig ist, dass viel sensibilisieren, wie es dir gesagt hast, weil das ja oft verbunden, wenn die Jugendlichen sich unwohl daheim fühlen, für was das, muss ich sich freuen, und oft trauen sie sich auch nicht zu sagen. Für mich spielt das ein bisschen an der Wolle von der mentalen Gesundheit, wo man heute leider nicht so viel drauf angehen konnten. Da wäre zum Beispiel, was wir fordern, dass den Psychologe regelmäßig an die Schule können, so wie das beim Hausdoktor ist, und dass das dasselbe ist, dass man einen Psychologe, den gibt an der Richtung, den Jugendlichen auch vielleicht helfen, für zu so, dass sie sich trauen, zu so, und ich fühle mich daheim, man wohl, und dass sie dann zusammen guckt, für eine Lesung zu finden. Das ist also, dazu da froh und als Schlusswort insgesamt merci von meiner Seite aus für den Interesse auch und den geringen Themen an falls dann nach Donau frohen Hut geringen Themen Gender Studies ich sind auch ein bisschen high. Merci. Große Merci und dich, Amy. Ricardo, ich meine, du hast dich gemeldet. Ja, ich reagiere noch auf was du gesagt hast, weil das ein Mensch wichtig Kurs ist, die zu wenig Platz anhält an der Gesellschaft. Das heißt, wir müssen Reflexer kriegen, so, wenn ich lo gefallen, da weiß ich ungefähr, wo ich sollte gehen an die Urgenz, wie das ungefähr versteht, was du lässt. Das, wenn du das nicht gut spielst, dauert das viel zu lang, bis du so Reflexer hast. Und da sind ich beim eben Sensibilisation, wie vor allem Prävention, sind so Care-Themen, die ich kann stundenlang drüber schwätzen, aber das ist wichtig, dass das auch könnt, wo die Leute sind, und das fängt nicht nur am Lycée an, das fängt vielleicht schon an der Crèche, dann nur an der Präkoz, dann an der Schule, dass ihn das wirklich lehrt, dass er Reflexer lehrt, dass ihn lehrt, seine Empathie an den Vordergrund zu setzen, und nicht just etwas Formelles, also formell lehren, das ist immens wichtig. Wir gehen zu Menschen, die fit sind, für eine Gesellschaft können zu stemmen, und da gehört mentale Gesundheit an der genauen Symmetrie mit all dem anderen, was du lässt. Und ich fand just schön, dass mentale Gesundheit durch eine Covid-Krise, wie man so wirklich ging, mentale Gesundheit konzerniert uns seit Jahren. Und das ist immens wichtig, dass wir da reagieren. Just zu dem, was du gesagt hast, wenn du schon von dem muss rausgehen, was dann? Petrushaus, was du gesagt hast, als eine Urgencestruktur. Du kannst anonym da rangehen, wenn eine Pause zu holen, aber das dauert just 5 Tage, und da musst du leider fort. Es gibt ein Organ beim Staat, das ist Office National de l'Enfance, die noch nie so viel gestärkt ist als mit dieser Regierung, muss ich das fairerweise sagen, die haben immens viele Ressourcen beigebracht, für genau so Incentives zu machen. Das heißt, melde dich, oder wenn du Loe kennst, den an der Kurs ist, gibt ihnen die guten Tipps, sich beim Office National de l'Enfance zu melden, weil du sind ganz kompetente Leute, die sich melden. Aber du hast recht, das ist den Tunnel, den ich erklärt habe, von Logement. Die Leute brauchen aber auch Häuser. Also wir brauchen auch Strukturen, die müssen irgendwo gebaut gehen. Du musst an der Sonne, das geht nicht just bei engem Logement zu reagieren, aber du musst an dem Tunnel, wo wir alle gut dran sind, richtig Gas gehen, für dass du wirklich da raus kannst, an die mehr divers, einfach mehr Opfer kriegst für ganz viele Probleme, die bei ihnen hängen, weil das eine Spirale, die zusammenhängt, und du musst mal agieren. Merci. Merci, Ricardo. Ich gesehen, Jean, du bist auch bereit. Vielleicht können wir da doch verbannen mit dem Malek, den er vorhin hat, Isolation, Peer Pressure, geschwärzt. Da gibt es ja eine Verbindung. Ja, also effektiv die Dofrohen der Ricardo und Demi meint schon relativ gut beantwortet. Also ich wollte nicht mehr drauf angehen, einfach für
Mit Sinne hat effektiv auch ein bisschen froh gestaltet, hängt ja mit dem Logement zu summen. Vielleicht kannst du zu Lützeburg nicht mehr leisten zu wohnen, aber man hat sogar viele Junker, die am Anfang schon lange im Ausland wohnen, schon heimlich bei ihren Eltern ummelden, genau aus Ursachen, wie du sie angeschwärzt hast. Weil sie am Ausland bin ich ganz andere Steuern, müssen viel mehr Steuern bezahlen, viel mehr kompliziert, ein Auto umzumelden und so weiter. Also effektiv, weil die kurzfristig kann man das ein bisschen Toleranz, dass den durch die Fanger guckt, als Gemenge von den weiß, die wohnt vielleicht nicht mehr bei seinen Eltern, denn das dann auch nicht zu viel durch geht. Auf die Rest müssen unbedingt nicht mehr Leute heiken am Land wohnen, dass sie nicht so eine Situation gedreckt gehen. Und dann der Malek sind froh, hat auch so verstanden, was das von den Chief Bunenke gerät, dann wird verlieren aber im Träger ein normal Berufsleben. Also ich meine, das ist auch ein Froh von der gesellschaftlichen Mentalität, für den man mehr müsste sensibilisieren, für den sogenannten Right to Fail oder Droit de la Deuxième Chance, dass auch von ihnen ja wirklich einen Fehler gemacht wird und wird ihnen daraus gelehrt, dass die Leute dann auch sehen dann noch einfach eine Chance gibt, einen Platz, sich zu beweisen und noch hier Leben ist verantwortlich zu feiern. Ich muss merci Jean für diese Message. Josiane, was für dich der wichtigste Punkt zum Schluss? Also für Kurdenker auf dem Alex seinen Punkt anzugehen. Ich denke, dass man da das für mich auch ein Thema, was Mentalgesundheit geht. Wie gesagt, das schön, dass man nicht viel mehr Zeit hatte für das. Aber wo man einfach wirklich mehr die Jungen müssen enkadrieren. Und auch viel mehr abfangen und auch viel mehr unterstützen, auch was zum Beispiel in der Kultur leben geht, der Sportleben, die Vereine en general, die Jugendhäuser sind auch schon nur geschwärzt gehen. Wir müssen da einfach viel mehr Strukturen den Jungen proposieren, für genau so Situationen zu fördern, dass sie das Gefühl haben, sie müssen Männer in eine Richtung gehen, die gar nicht gut für sie ist, also ich sehe nicht teilweise, weil einfach der Druck, ob sie so groß ist, dass sie nämlich standhalten. Weil sie auch keine Auswege sind, wo können sie so gehen. Und ich denke, dass man da noch ganz viel machen muss. Und es gibt in der Steenkontrolle Brüst die letzten Jahre, und ich meine, dass du noch ganz viel zu machen hast. Merci, Josiane. Ben? Ich wollte kurz auf die Steuerfrodo angehen. Wir haben aktuell 3 Steuerklassen, die 1, 1, 2. Und ich meine, du lohnst wirklich die Programme anzugucken, respektive vielleicht den Klartext vorgestellt, wo du um Steuerfroh gegangen hast, weil du geht einfach da in das Teil der SAP, die wirklich mit einem ganz konkreten Programm untritt, was alles rund um Steuern angeht. Wir wollen die 1 oder 2 Steuerklasse, wir wollen wirklich eine neue Steuerklasse, die mehr gerecht ist. Die geht neu abgesagt mit neuen Toren, ohne Detail dazu gehen. Ich meine, das kann ich angucken. Wir wollen mal klar sagen, dass die nicht an die Mittelklassen, die Leute, die bis zu 12.000 € rund verdienen, klar entlastet gehen. Ein Beispiel, wenn ich 4.000 € Haut verdenkt, soll ich nur mit 180 € im Monat Männersteuer bezahlen. Das muss ich dann schon im Uhr ranholen gehen, irgendwo, der das normal. Ich meine, ich weiß nicht, wie der zu erklären ist, dass wenn ich 400.000 € am Jahr verdenkt, dass du soll Männersteuer bezahlen. Und ich weiß auch nicht, wie ein System da soll nach finanzierbar sein. Ich meine, es gibt von verschiedenen Parteien gefordert, Steuersenkungen für jeden Verein, das ist nicht dran, und das ist vor allem nicht sozial gerecht. Und ich meine, das wird dann die Schlusssätze machen. Wir probieren die Gesellschaft alltag mehr gerecht zu machen. Ich meine, du hast den Logement wichtigsten Punkt, aber auch die mentale Gesundheit sind froh. Und ich meine, Ricardo hat viel gesagt, dass der Energie geschwärzt ging, weil auch du also eine wichtige Priorität, dass es für einen darum geht, Tabuen zu brechen. Große Merci, Ben. Anastasia, was wird dein Schlussmessage? Ja, ich wollte spezifisch auf die Frage gehen mit der Peer Pressure und Drogen und so. Mir als Akademikerin, als du den Term Third Place kommt vom Roy Oldenburg, der von der Schweiz, dass an der Gesellschaft nicht genug Platz gehen, wohin kann zum Beispiel als Junker sich treffen und nicht muss so ausgehen, weil wie weit gehen Leute raus, wie weit trinken sie, weil sie will mit den Jugendlichen sich treffen, ne? Du bist gezwungen quasi zu trinken, Drogen zu holen, was auch immer. Und wir haben wirklich einen Mangel an Plätze wie Jugendhäuser mir noch andere Plätze, wo du nicht musst du hinausgehen, kannst mit den Peers hängen. Ja. Voilà. Merci Anastasia. Und dann, genau, dann warten wir noch gespannt auf die Schlussmessage von Claire und von Anne. Ich weiß nicht, wen das Schlusswort will tun. Claire, du fängst an? Ja. Ich fange an, ich will doch bei dem Malek auf die Frauen angehen. Drogen, Alkohol, Klaus rausgehen, das ist alles so eine Richtung. Mir ist aber irgendwie Gefühl, dass die Jugend von Haut
teilweise du an Extremer geht. Die eng, die sind enorm gesundheitsbewusst, den Healthy Lifestyle, Instagram, der das ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite ist effektiv den, dass wenn du Freude so nicht mal rausgehst und du gehst auch nicht mit 1,5 Promille heim, dass du dann nicht dozierst, sondern dass du nächste Woche nicht mehr mit darfst. Und das mein Workshops. Balance musst du wirklich fand gehen, wo präventiv geschafft wird und wo effektiv so ein Schlummel gegen dem Mobbing und du hast auch das Cybermobbing an ihrer Generation ein Thema, was ein gut Stück mehr wichtig ist, wie zu unserer Zeit war. Ich meine, wir hatten da wirklich Chance, dass wir du wasch waren an den ganzen TikTok und Snapchat, das wirklich etwas, wo ich muss bewusst gehen, was das wirklich für Gefahren sind. Und effektiv geht das schon über Prävention. Ich meine, das ist eine coole Notiz, die könnt du ganz viel kommunizieren, mit das aber eine ganz gefährliche Notiz. Und ich meine, dass nie auf dem ganzen Ekran, ich bin ein Vereinsmensch, ich spiele seit über 20 Jahren Handball zu Gräfe machen, dass es wirklich über das Vereinsleben auch aus, wo ihn interagiert, wo ihn kann zusammen Frieden, Spaß und ganz viele Sachen nebenbei lehren, Disziplin mehr, aber auch den Teamfähigkeit, und ich meine, ein Thema, was man sollte heute durchschwätzen, das ist die Inklusion. Das geht ganz gut über die Vereine, über die Musik, die Sport, wo die Kinder sich engagieren und die Eltern sich auch engagieren, sodass auch da wirklich die Inklusion ist. Und mein Schluss wird das dann, ich meine, schon nur gefallen, schon gesagt, dass ich das am Anfang ganz gerne für den Menschen machen, und das ich sind du ein Element von der Demokratischen Partei, mir das gerne für den Menschen, wie sie gerne nur bei ihr, und das ist wirklich etwas für was, dass ich mich ersetze. Große Merci, Claire. Du hast gesagt, Teamfähigkeit. Ich muss sagen, heute war ganz viel, vom Gefühl her, ganz viel Teamfähigkeit hier im Saal. War ganz inspirierend. And the floor is yours für nachher Schlusswort. Ich schenke okay ein Thema mehr un, weil sie schon 3 Themen, die neu angeschnitten gesehen, weil ich ganz gerne Gift mache, wenn ich auf Dauer gucke, ich meine, der Welt ist so gut oder mit frei oder so sehr schon etwas. Ich so eine von vielmals merci, dass wir heute versehen. Und es war mir aber voll Plaisir. Und auch so viel Frohe von ihr gestaltet zu kreieren und wirklich reflektiert Frohe, wo ich merke, dass er sich Gedanken macht, wo man teilweise sogar ein bisschen weidet, dass der erst darüber schon muss Gedanken machen. Par contre, wirklich große Merci an ihr. Und für den 8. Oktober und die dir für wählen gehen, geht wählen, liest erst von allen Parteien ein bisschen, alle Parteien hat so keine Kurzfassung vom Programm, guckt erst Videos und verschiedene Parteien und Podcasten, guckt denke auf Instagram, da haben sie auch immer so ganz kleine Videos oder Posts, wo sie einfach nur ganz kurz erklären, für was sie stehen. Guckt dir statt und das ist wichtig, Meinung zählt, dir zählt, und der dezidiert den 8. Oktober mit, was dann in Zukunft heute zu Lützeburg geschieht. Und das ist wichtig, wirklich. Also. Merci das macht wieder Powder, ja. Große Merci an, a große Merci an Kuniers für Ihre Energie, für Ihre Ideen. Wir hoffen, dass wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Eine große Merci und Schul. Ich sehe, dass Herr Lopez noch kurz etwas sagen. Eine große Merci an die Jugendrot auch und Rainer. Kevin, ich meine, ihr wollt wahrscheinlich das. Ja, also wir wollten ihr schon mal eine große Merci sagen für die neutrale Moderation. Dann ist es doch so, wir wollten zusammen ein Foto machen. Dafür gebe ich erst, wenn ich geliebt bin, sitzen zu bleiben. Und die als Schüler sind natürlich willkommen, auf das Foto zu kommen. Wenn das der Fall ist, 1 Sekunde, bleibt noch sitzen. 1 Sekunde, bleibt noch sitzen. Wir gehen noch zusammen dann hinten drin. Passt, wenn Stift ab, dass dann nicht über das Face fällt. Es sind nämlich verschiedene Kabeln am Boden. Voilà. Und dann zuerst wollte ich auch noch ein Merci sagen, dass das der Webisigner gefunden hat. Von meiner Seite aus, also so, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass der Recht auch hier du wirklich gelobt hat, respektive den einen oder anderen aber unterstützt hat. Ich fand das ganz positiv, da das bei denen ein bisschen wie ältere Kollegen vielleicht du nicht unbedingt der Fall. Und voilà, dafür große Merci auch noch ein von uns. Und lo kann da aufstehen und auf Foto kommen.